1, 2, 3, 4. Sugar, sugar baby. Oh, sugar, sugar baby. Sei doch lieb zu mir. Sugar, sugar baby. Oh, sugar, sugar baby. Dann bleib ich bei dir. Sei doch nicht zu mir. Das Lied haben wir meinem Grossmami auf den 70. Geburtstag. Was? Schummi? Ja, das heisst irgendwie so. Ich kenne das können wir nicht. vielleicht nachher als Anfang könnte man das machen. Das wäre geil. Weil wir haben ja meinem Grossmami haben wir so ein Video, also wir haben ja ein Fotoshooting haben wir gemacht. Ah, ja, stimmt. Und dann haben wir einfach so eine Dia-Show. Also jetzt für die Leute, was haben ihr für ein Fotoshooting gemacht? Also die Idee, oder meine Grossmami ist ja 70 geworden. Vor 2 Jahren war das. Und danach haben wir Enkelkinder am Grossmami ein Geschenk machen. Und dann haben wir uns so ein bisschen Ideen überlegt, an was das unsere Grossmami einfach so Freude könnte haben. Und meine Grossmami hat schon immer hure Freude an den 50er Jahren gehabt. Das war halt so die Zeit von Elvis Pressluft und so. Elvis Pressluft. Aber sie war dort 20 gewesen. Aber warte, bin ich jetzt gerade dumm? Nein, sie ist dort auf die Welt gekommen. Ich glaube, sie war noch gar nicht rum. Ja, also Sie 51 müsste ihr Jahrgang sein, wenn sie vor 2 Jahren 70 geworden ist. Oder? Ja. 51. Sie wird irgendwie gerade als Baby und sie hat aber die Zeit immer cool gefunden. Ja, ich habe das Gefühl, es ist wie bei mir zum Beispiel die Zeit, die meine Eltern erlebt haben, finde ich auch mega geil. Oder viele von meinen Kollegen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber die Zeit, die gerade die Eltern erlebt haben, ist schon faszinierend. Aber was auch faszinierend ist und herzlich willkommen an dieser Stelle. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen bei uns. Und zwar, ich bin ja letztes Jahr in Kanada und da habe ich noch eine kleine Anekdote, die ich dir oder die ich euch mit auf den Weg gehen kann. Ist, das war so ein Moment im Leben wo man sich die Frage gestellt hat: Was kannst du eigentlich? Für was bist du auf dieser Welt? Für was bist du geboren worden? Vielleicht ein bisschen kurz zum Ausholen. Ich bin ja letztes Jahr für 5 Wochen auf Calgary gegangen und habe dann bei einem befreundeten Kollegen, wo ich zusammen in die Lehre bin, also er war so mein Chef, der Abteilungsleiter. Ah, eben, also und er ist älter, oder? Ja, er ist deutlich älter, ist jetzt gleich 60. Ah, okay. Ah, ja, und, ja. Aber ja, er ist mein Abteilungsleiter. Er ist dein Abteilungsleiter. Und ich bin im 2. Lehrjahr bin ich in seine Abteilung gekommen. Und das Lustige eigentlich war noch, er ist fast zum gleichen Zeitpunkt in die Abteilung hineingekommen wie ich. Also er ist vor 15, 20 Jahren. Er hat auch mal in Wollerau gelebt, Fun Fact. Ah, okay, ja. Und vor 15, 20 Jahren sind sie nach Kanada ausgewandert. Schön. Und sie haben dort alles aufgebaut und Häuschen gebaut und alles drum und dran. Und dann hat mein Lehrbetrieb Vögeleschus, das haben wir in der letzten Folge haben wir schon, sind wir kurz darauf zu sprechen gekommen, dass sie aber nicht mehr gibt. Genau. Dass sie jetzt zugemacht haben. Weil der Nils nicht mehr dort ist. Das ist natürlich. Genau, das soll an dieser Stelle erwähnt sein. Das haben sie auch in der Pressemitteilung gesagt. Das hat einfach um Nils gelegen. Genau. Ja, und vor 15, 20 Jahren ausgewandert und sie haben in dem Moment, wo ich in die Abteilung reingekommen bin, haben sie so ein hure komplexes Thema, so ein Projekt haben sie gehabt. Dort ist es irgendwie darum gegangen, also es ist jetzt eigentlich hure langweilig, aber Vögeleschus hat so ein offenes Zolllager gehabt und in der Schweiz gibt es nur ganz wenige Orte, wo ein offenes Zolllager, also das sind Produkte, die noch nicht verzollt sind. Ah, okay, also das ist so wirklich Land, also es ist ja... Ist wie noch nicht in diesem Land. Ja, genau, das ist eine Art wie Ausland. Eigentlich ist es Ausland, aber halt ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Also zum Beispiel am Flughafen in Zürich, so ja, die Fracht... Duty Free.
Duty Free ist so ein Ort, aber auch die Frachtumschlagplätze am Ja. Flughafen. Oder ich meinte zu Basel, weil dort halt auch viel mit dem Schiff so halt Umschlagplatz und so. Und da in der Schweiz gibt es nur eine Handvoll so offene Zolllager. Und warum auch immer, Vögeleschus hat als eine der ganz wenigen Firmen so einen Umschlagplatz, ein offenes Zolllager gehabt. Und im Jahr, das hat irgendwie, ich weiß leider keine genaue Zahl, aber das hat mehrere 100'000 Franken gekostet, um das einfach am Leben erhalten, um die rechtlichen Sachen Ich zu erfüllen. also nur schon der Papierkrieg ist doch riesig, wenn du eben, du hast ganz viele Waren, die kommen da an, vielleicht gehen sie ja sogar wieder weiter irgendwo ins Ausland und nachher musst du, ja, das ist eine riesige Arbeit. Es ist eine riesige Arbeit und es ist die Leute, die bei Vögeleschus gearbeitet haben, ist zum Glück nie passiert, aber bei anderen Firmen, wenn etwas mit der Verzollung falsch läuft, dann landest du im Gefängnis. Ja, vor allem kommst du doch da hure schnell, wenn es in grossen Mengen ist, geht es richtig Steuerhinterziehung. Ich will es nicht falsch sagen, aber ist ja dann das, weil Zoll ist ja eigentlich eine Steuer, oder, die du zahlst. Dann hinterziehst du plötzlich keine Ahnung was, weil irgendwo einer eine falsche Nummer eingetippt hat. Das ist ein riskantes Tagesgeschäft. Da wissen wir auch, wieso es nicht mehr gibt. Ja, an dem liegt es zum Glück Nein, nicht. Aber für das Projekt, also quasi für die Auflösung vom Offenzolllager, ist er wieder in die Schweiz retour gekommen. Von Kanada wieder retour. Und das ist, weil das Schicksal so hat wollen, ist das zum gleichen Zeitpunkt gewesen, wie ich in die Abteilung hinein bin. Und wir haben uns am ersten Tag schon hure gut verstanden. Und ich habe dann auch, er hat so ein bisschen, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das Potenzial in mir gesehen. Er hat dich entdeckt. Er hat mich entdeckt, genau. Und jetzt, wo sind die Millionen Follower? gefördert. Und nachdem das Projekt dann abgeschlossen war, ist er wieder heim auf Kanada. Aha, er ist nur für ein paar Wochen, oder? Also es ist 1,5 Jahre. Ah, okay, also ein paar Wochen. Ein paar Wochen ist er in die Wochen. Schweiz gekommen, bis das Projekt einfach fertig war. Und an einem der letzten Tage, wo wir noch zusammen gearbeitet haben, hat der kleine Nils an seinem Abteilungsleiter ein Versprechen gegeben, ich komme dich mal in Kanada besuchen. Ah, da schließt sich der Kreis. Genau. Und ich bin dann eben letztes Jahr, im Sommer war das, für 5 Wochen, Calgary, zu ihm heim. Er hat mir die Möglichkeiten so gegeben. Und ich bin für 4 Wochen bin ich dann in eine Sprachschule. Weil für das Studium, das ich jetzt am Studieren bin, brauche ich eben so ein scheiß Englischzertifikat. Da langen die Englischkenntnisse von der Englischschule, die ich in der Kindheit besucht habe. Stimmt. Ja. Kleines Jetzt hast du es Easter doch Egg. müssen lernen. Schau. Ja. Du hast halt auf Kanada müssen. Ja, hat nicht gelangt. Und dann 4 Wochen Kanada. Jetzt habe ich eigentlich hure fest ausgeholt für das, dass ich eigentlich den Schluss von meiner Reise erzählen wollte. Ja. Aber was ich euch als kleine Anekdote möchte, so ein bisschen auf den Weg mitgeben. Wenn ihr auf Nordamerika geht, schaut einfach, dass ihr die scheiß Dokumente, eure Dokumente parat habt. Und tünt euch lieber doppelt und 3-mal und 4-mal besser informieren als der Nils. Weil Oh am nein. letzten Tag, Abflug, Die Story kenne ich gar nicht. mal, ich glaube, ich habe... Kenne ich die Story? Bis jetzt, Weißt du noch nicht? nein, also ich weiß ja, dass du auf Kanada bist, aber ich habe nicht... Ja, jetzt ich bin gespannt, erzähl weiter, sorry. Also letzte Tag von diesen 5 Wochen. Und dann war es recht früh am Morgen, weil der Flughafen dort, der ist einfach ein bisschen lahmarschig unterwegs. Die funktionieren noch nicht so schnell wie... Also ist es auch kein grosser, oder? Es ist nicht so ein grosser. Er ist aber gross gebaut. Aber es, wie halt in Nordamerika alles. Platz Hands. Genau, Platz haben sie, aber Schnelligkeit ist dort noch nicht erfunden worden. Ja. Da fällt mir mein Vater ein, der immer gesagt hat, bei uns in Deutschland geht alles ruckzuck, zack, zack. Und nachher haben wir Deutschland angeschaut. Deutschland läuft gar nicht ruckzuck, zack, zack. Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen das Gleiche. Überhaupt nicht. Auf jeden Fall morgen
um die 9 Uhr herum, hat mich der Kollege eben am Flughafen abgesetzt. Und dann ich dort in dieser Schlange langsam angestanden. Und dann ist das 1,5 Stunden gegangen. Und weißt, vor mir waren etwa 15 Leute, nicht 300. Nicht wie im Zürich Nicht Flughafen, Zürich, wo du einfach... Sommerferien und danach Alles ist die voll. ganze unterste Ja. Etage komplett voll. Vor mir sind 15 Leute gestanden, aber es ist trotzdem 1,5 Stunden gegangen. Stabil. Gut, wir warten 1,5 Stunden, wir beschäftigen uns irgendwie. Danach bin ich irgendwann dran gekommen. Dort halt Schweizer Pass und Flugticket und alles drum und dran. Und danach sagt mir die Frau, es tut mir leid, Herr Kümin, aber Sie können nicht einsteigen. Und ich, wie jetzt genau nicht einsteigen? Wir sind ja jetzt Sie da bei der fliegen auf dem Gepäck. Dach Also, mit. ich wollte das Gepäck aufgeben. Und Ja. sie hat gesagt, ja, es geht nicht, ich kann ihr das Gepäck nicht entgegennehmen. Und ich dann, ja, aber wieso? Ich habe ja alles, ich habe das Ticket und alles tipptopp. Und jetzt kommt es. Oh Gott, nein. Es gibt ja nicht so viele Fluggesellschaften bei uns in der Schweiz. Ich bin mit Swiss geflogen. Ja. Und die haben mir kurz, bevor der Flug stattgefunden hat, haben die mir den Flug quasi umgebucht. Und zuerst wäre ich innerhalb von Kanada, von Calgary auf Toronto und dann von Toronto wieder auf Du Zürich. hättest umsteigen. Ich hätte eigentlich müssen umsteigen. Und sie haben mir anstatt Toronto, den haben sie mir quasi gestrichen. Und dafür bin ich auf Chicago geflogen. Und bekanntlich liegt Chicago. Ja, Amis. Genau. Scheiße. Oh nein. Das heisst, und auf ich hatte das Amerika falsche brauchst- Visum. Oh mein Gott, nein, Alter. Und der kleine Schweizer steht dort mit dem falschen Visum. Für Kanada habe ich ja eben, eins für Kanada gehabt. darfst du. Und danach habe ich gefragt, ja, aber funktioniert denn das nicht auch mit dem kanadischen? Und vor allem bei uns in Europa kennen wir ja die Transferzone. Ja, genau, eben, du gehst in den dass du gar nicht Flughafen, du, bist gar nicht rauskommst. du kannst gar nicht raus. Das heisst, du musst nicht ein Visum für das Land haben. Also das hätte ich Genau. jetzt auch gedacht. Und in Amerika, das kennen sie einfach nicht. Das gibt es dort nicht. Ja, gut, du typisch. laufst aus dem Flug raus und 2 Minuten später bist Ja. du im Parkhaus. Ja, aber das ist doch auch das Ami-Ding, oder? Das, Ich meine, die schauen ja eh schon ganz anders, wer das einreist oder vor allem auch ausreist. Und wenn Bürger von selber ja zurückkommen, ist es auch hure schwierig und so. Das ist ja schon ein bisschen... Oh, ich stelle mir das Katastrophe vor. Dann bin ich vor einem Problem gestanden, ja gut, wie komme ich so ein Visum über? Habe ich die Frau gefragt, sie gute Frau, wo kann man so etwas beantragen? Und wüsste sie, in 2 Stunden geht ja mein Flug ein und so. Also es wäre schon langsam irgendwie, müsste ich so etwas können haben oder können Ja. organisieren. Und dann hat sie mir gesagt, davor hat es so Computer und danach kann man selber etwas ausfüllen. Und ich habe dann einfach gefragt, ja, und wie lange geht denn das? Weil die Anfrage muss auf Ja. Washington. Oh Gott, und dort Und bestätigt dort werden. müssen sie mein Passfoto nach meiner Schönheit irgendwie beurteilen. Ja, ja. Und dann sagen sie, ja, dort darf ich reisen oder nicht. Ja. Und die Frau hat mir dann gesagt, ja, das geht so in der Regel 72 Stunden. Ach du Scheiße. Nein. Und dort, ich wäre am liebsten, ich wäre im Ja. Boden versunken und einfach fuck my life. Das ist etwas vom Dümmsten, was ich mir vorstellen kann, was passieren kann. Du stehst irgendwo in Kanada. Also nicht einfach in Deutschland, wo du noch den Zug kannst nehmen, weißt, sondern du stehst am anderen Ende des grossen Tümpel und kannst nicht mehr zurück. Du kommst einfach nicht mehr Ey, zurück. nein. Und dann ich so, fuck, Scheiße. Ich habe schon einem Kollegen angerufen, hey, es kann sein, in einer halben Stunde kannst du eigentlich gerade wieder umkehren. Und dann, ich habe irgendwie im Internet, ich bin im Handy, bin ich dann googlen und dann bin ich irgendwie so auf eine richtig dubiose Seite, so expressvisum.com, Oh mein irgend so. Also es hat gestunken bis wirklich, also Oh Gott. und dann das normale Visum, wenn du es normal beantragt hättest,
hätte es irgendwie $15 oder so gekostet. Und wenn ich das gewusst hätte, wenn mir die Swiss nicht einfach umgebucht hätte, dann no problem. Dann hätte ich das genug früh so umgerüstet. Aber auf dieser dubiosen Webseite, das hat irgendwie $140 gekostet, weißt du? Oh shit, ja, die haben... Und ich einfach gedacht, hey, gescheiter probieren, gescheiter irgendwie auf mein Schicksal hoffen. Und dann, nachher kommst du Amerika an, Dokumentenfälschung ab in den Knast. ja, wirklich. Und dann 3 Minuten bevor das Gepäckabgabe zugemacht hat, habe ich ein scheiß E-Mail von Washington bekommen. Ihr Gesuch ist genehmigt und weiss nicht was. Und ich bin schon am anderen Ende vom Flughafen gewesen, So quasi im Heimgehen. weil quasi am anderen Ende ist so ein Infodesk von der Swiss oder von der wie heisst es, Star Airlines. Oh, keine Ahnung. Mal, ich meinte Star Airlines. Weiß es nicht, ich kenne mich mit So Airlines gar nicht die ganze Lufthansa-Konzern, weiss nicht was. Und dort hat es so ein Infodesk gehabt und ich hatte das Gefühl, dort kann ich am ehesten noch ein bisschen rumjammern. Und die könnten mir vielleicht irgendwie ein Ticket noch organisieren. Ja. Und dann, ich bin noch nie so gesäckelt. So ganz langsam zurückgelaufen und dann wieder... Ja, dort bin ich um mein Leben gesprungen, weil ich habe einfach gewusst, hey, wenn ich den jetzt nicht verwünsche, dann die nächsten 8000 Kilometer sind dann nicht mehr machbar. Ja, und vor allem hure viel Geld, der Flug, du musst wieder zurück, du hast ein neues Datum, alles andere, das ist ja Katastrophe. Also, Ein riesen Scheiß. ein riesen Scheiß. Ja, darum die Anekdote da an dieser Stelle. Ja. Wenn ihr nach Nordamerika geht, schaut einfach, dass ihr alles doppelt und dreifach angeschaut habt. Und schaut, wenn ihr in ein Land geht, ist nicht gesagt, dass ihr in ein anderes Land kommt. Weil das hätte jetzt mir genau gleich passieren können. Vor allem, wenn du hast es ja wie nicht können wissen. Also, ich weiss nicht, wie das Swiss gemacht hat, aber wahrscheinlich eben, du hast es nicht können wissen. Aber gar nicht. Es hat einfach geheißen, ja, anstatt Toronto fliegen sie jetzt über Chicago. Genau. Und ja, so informationsmässig ist jetzt da nicht unbedingt so das Infoschreiben beigelegen. Ja, Alter, also das finde ich ganz krass. Das ist beängstigend. Weißt du, wenn du jetzt bei EasyJet gewesen wärst, ja, voll easy, okay. Aber bei der Swiss, ich, der jetzt gar keinen Plan hätte von dem, hey, nein. Vor allem, jetzt muss ich schon sagen, ich habe noch Flugangst. Also ich hätte sonst schon vor dem Flug, in dieser 1,5 Stunden in dieser Schlange, wäre ich sonst schon gestorben. Und dann noch das, ich glaube, mich hättest du zusammenlesen und liefern und dann hätte ich vielleicht mit der Rega zurück in die Schweiz fliegen. Das wäre die letzte Option gewesen. Also, dann hättest du noch etwas machen müssen, was man nur in der Schweiz behandeln kann oder besser ist. Wann war dein letzter Flug? Mein letzter Flug war auf Barcelona. Ja, letztes Jahr bin ich spontan, das ist eigentlich auch eine witzige Story, das ist gerade lustig, eben, zum Vorsagen, ich habe Flugangst. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ich habe auch ganz eine komische Flugangst. Also, wenn wir in der Luft sind, dann habe ich keine Angst. Die Luft ist okay, so. Umgekehrt, wenn man startet, landet, habe ich keine Angst. Voll easy. Ich merke, hey, ich bin nur noch 50 Meter über dem Boden. Wenn mit viel Glück überlebe ich das. So vom Gedanken. Aber in der Luft oben, ich habe nicht Angst, dass die Technik versagt oder irgendetwas. Ich habe wirklich Angst, dass uns einer in die Luft sprengt. So dumm es tönt. Ich habe sonst keine Angst vor irgendwie Terror. Das hat auch nichts mit dem Terror an sich zu tun. Aber irgendwie als Kind habe ich mal irgendwo irgendetwas gesehen. Eben zum Beispiel, gut, wir sind 9/11-Kind. Wir sind Kinder, die ganz klein mitbekommen haben, was dort passiert ist mit dem Flugzeug. Und das hat mich mega reingeflasht. Und darum habe ich heutzutage noch Schiss. Ich muss dann halt 1-2 Bierchen trinken oder so. Und dann geht es schon wieder besser. Aber dort, wo wir auf Barcelona geflogen sind, ganz spontan hat mich ein Kollege gefragt, wir gehen auf Barcelona, irgendeine Gruppe, hast du Bock mitzukommen? Und ich habe gefunden, ich war gerade am Arbeiten. Ich habe gefunden, ja, wieso nicht, wann ist das Datum? Und dann bin ich mit random, am Schluss waren wir etwa 10 Leute oder etwas gewesen. Und ich habe wirklich nur einen gekannt und die anderen habe ich nicht gekannt. Und dann bin ich mit dieser Gruppe 3 Tage auf Barcelona. Das war sehr geil. Eben der Flug. Wir haben einfach ein bisschen getrunken und so und dann ist das gut gegangen. Ich bin vor allem immer, wenn ich dann ankomme, bin ich sehr froh, habe ich alles überlebt. Dann weiss ich, jetzt lebe ich wieder 3 Tage, weil nachher kann ich ja wieder verrecken. Das ist völlig dämlich. Ich weiss das ja selber auch, aber das ist einfach eine kleine Angst.
Als Kind war das auch schlimmer, gewesen, oder? Und, Aber Höhenangst hast du nicht? Nein, aber es wird mehr. Also als Kind gar nicht. Jetzt mittlerweile, du kennst die Aussichtstürme zum Beispiel. Das sind ja 20 Meter hoch oder etwas. Ja, ich müsste jetzt nicht rauf. Also, ich gehe mit rauf, wenn ich muss. Aber ich würde jetzt nicht rauf und denken, oh, schau mal, wie geil. So der Uetliberg Ja, zum genau, Beispiel, den habe ich jetzt müsstest du gedacht. jetzt nicht rauf. Nein. Also ich wäre vielleicht, wenn ich noch nie da oben war, weil ich es sehe, dann gehe ich rauf. Wenn es ein grosses Haus ist oder so, ist das auch nicht so schlimm. Aber sobald es irgendwie ein bisschen gestabig ist oder so, dann wird es mir schon mulmiger wie früher. Also ich weiss nicht, das hat sich ein bisschen rein... Also es ist ein bisschen eher aufgekommen bei mir. Weil früher habe ich geklettert, in Hallen, da bist du ja auch 20 Meter und du hebst dich nur und bist am Seil gesichert, wo ein anderer unten hebt. Also eigentlich viel unsicherer. Dort hatte ich nie Höhenangst. Und auch jetzt, also ich bin jetzt schon länger nicht mehr gewesen, aber beim Klettern, so wenn ich die Macht habe, dann vertraue ich mir selber. Es ist wie wenn ich an der Umgebung nicht vertraue. Das ist so ein bisschen so das hat Angst. Und das ist halt im Flug, darum wahrscheinlich auch eben in der Luft. Ich habe wie am Boden das Gefühl, ich könnte noch etwas machen. Ich meine, wenn das Flug einen Unfall baut, dann kannst du nichts machen. Das ist ja klar. Aber in der Luft weiss ich halt richtig, da weiss alles in mir, ich bin ausgeliefert. dann ist einfach gewesen, genau. Und als ich das erste Mal geflogen oder das zweite Mal geflogen bin in meinem Leben, aber halt dort irgendwie 2 Stunden auf Kroatien mit irgendwie 13, 14, dort habe ich wirklich vom Casey Rebel gibt es so ein Lied, wo er über den Tod singt. Und ich habe die ganze Flug, das Lied über den Tod, so wenn ich heute gehen muss, habe ich gehört. Den ganzen Flug, auf und ab. Wieso? Völlig gestört, weil ich dort das verarbeitet habe, die Gefühle von dieser Angst. Ja, das ist so vielleicht jetzt nicht der unbedingt beste Moment, um so Musik zu hören, ja. um dich noch mehr verunsichern. Mir hat es in dem Moment Hoffnung gegeben, aber heute würde ich es nicht mehr machen, weil ich weiss, es verunsichert mich. Ja, es ist wirklich so. Aber eben dort, das war mein letzter Flug. Und dann sind wir einfach 3 Tage mega schön in Barcelona. Es war gemütlich. Wir hatten auch kein Problem mit den Flügen. Aber es ist auch bei Barcelona, also Spanien, ist es auch so, dass du dich irgendwie anmelden musst. Also du musst, jetzt bei uns ist es so, dass noch Minderjährige in der Gruppe gehabt. Da hat es solche, die verantwortlich sind für die müssen das irgendwie regeln. Und ich musste auch noch mich irgendwo anmelden, online. Das haben wir dann alle am Flughafen noch gemacht. Das hat keiner gewusst und hat es einer gesagt und hat es alle noch gemacht. Und dann sind wir dann geflogen so. Das ist wie so vor der Prüfung in der Schule, Ja, sagt genau. noch einer, der Lehrer hat das gesagt und dann Ja, machen schön. alle das noch. Ja, voll. Etwa so war es. Und bei uns war es wirklich so, einer von denen hat auch wie sein Ticket, das hat nicht funktioniert. Er hat seine ID nicht dabei gehabt. Also der hat irgendwie die ID vergessen. Dann hat er sich die ID anbringen lassen. Notpass. Nein, er hat sich anbringen lassen. Er war so. zum Glück von Zürich gewesen und Ah, hat sich dann irgendwie die Kollegin oder die Mutter irgend so jemand hat dann gebracht. Ich habe es auch nur am Rand mitbekommen. Aber dort haben wir viel Glück gehabt. Das ist auch so Vorbereitung, ist alles beim Fliegen. Aber eben, wir spontan und dann, ja. Das ist lustig, weil aber Kindheitsängste so. Du hast jetzt Höhenangst oder halt Flugangst angesprochen. Es gibt auch 2, wenn ich mich so zurückbesinne, es gibt 2 Sachen, von denen ich heute noch richtig Schiss habe. Und das eine ist auch total lächerlich. Ja, Aber es ist einfach so und man kann nichts dagegen machen. Und das andere, ich weiß auch nicht genau, von wo das kommt, aber es ist einfach um. Und zwar, wenn ich an einen Ferienort gehe, der am Meer liegt. Ich habe immer Angst, quasi, wenn ich nicht am Boden vom Meer herunterschauen kann, dann weiss ich nicht, was unter mir ist. Und ich sehe amix so Oktopus und Riesenkraken und weisse Hai. Und Haifisch. hey, ich sterbe amix im Wasser. Okay, ich habe jetzt nicht Angst, aber ich verstehe die Ungewissheit. Im Meer ist das übel. Also, wir haben das als Kind auch gemacht. Wir haben ja bei uns einen See in Pfäffiken, also der Zürichsee. Und bei uns war es so, wenn du dann auf dem Weg geschwommen bist so mit deinen Kollegen zum Floß, dann hat irgendeiner gesagt, Jungs, Haifisch! Und alle haben gewusst, es ist kein Haifisch da. Aber alle wie vom geölten Blitz. Das ist wie der Typ letztes Mal, den ich erzählt habe, vom Wald. Wo alle davon gesäckelt sind, ja. obwohl es keinen Grund gibt. Das ist so, jemand spricht etwas an, alle haben schon etwas Ungewisses gefühlt und dann das ist einfach...
Aber den verstehe ich jetzt noch ein bisschen. Und im Zürichsee, wenn da irgendwie so ein Seealge oder irgendetwas am Bein kürzelt, du stirbst. Das ist das Grusige. Also ich bin irgendwie mit 18 bin ich nicht mehr in den See baden, amix, wenn es einfach so viele Algen hatte, dass es nicht geil war. Ja. Ja, und darum auch die letzten Ferien, das ist in der Türkei. Ist jetzt so am Mittelmeer gewesen, und mit meiner damaligen Ex, und das ist, also es ist noch gut Meine damalige gewesen. Freundin, jetzt ist sie Also ja, ja, genau, jetzt ist meine Ex, meine Zum da keine damalige Verwirrung Freundin, stiften. genau. So, Und dort damals sind wir zum- nicht zusammen gewesen, jetzt sind wir zusammen. Sorry. Und dort war es noch gut, gewesen, weil es hat wie so einen Küstenabschnitt hatte, und dann ist es dunkel geworden. So in diesem seichten Gewässer hat der Nils abstehen und es war alles gut gewesen, und er hat gesehen, was unter seinen Beinen so durchschwimmt. Aber nachher dort ist einfach so wie bei einem Game, wenn ein Level noch nicht freigeschaltet hast, dann ist dort einfach so eine Sperrzone. Ja, wenn du rausgehst nach so 5 Sekunden zum Zurückkehren Ja, im und Bereich, sonst stirbst du passt es. automatisch. Ja, genau. Etwa so ist es dann nicht vorgekommen. Genau so. Und die andere Angst, ich probiere nachher einen Erklärungsversuch für das zu finden, aber ich habe Angst in einem ganz, nicht Klaustrophobie, das ist ja Platzangst. Ja, wenn du einen ganz engen Raum hast Ein oder ganz, so. ja, selbst sogar jetzt in dem Raum, wo wir uns befinden, wenn der abgeschlossen ist und vielleicht die Decke nur auf 2 Meter. Es gibt ja auch Leute, die beim Autofahren, wenn sie durch einen Autotunnel durchfahren, dass sie Platzangst bekommen. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber ich habe irgendwie Angst, wenn ich so also wie so in einer Höhle oder so bin, und dann bricht so ein Stein ab und ich bin gefangen. Und es ist so eng in dieser Höhle, dass ich mich nicht mehr irgendwie drüllen kann oder so. Oh mein Weil Gott. Es heisst nicht Klaustrophobie, aber es gibt auch ein Wort für das. Ich weiss jetzt nur noch, nicht gerade. Also ich mag mich gerade an eine Situation erinnern. Ich denke, das ist auch etwas, was viele ein bisschen kennen. Wir haben einen Rohbau gemacht, Gartenbau, und dann hat man dort die Rohre einziehen. Und dann ist es so, du hast so ganz lange Wände, die parallel zueinander verlaufen, und das ist wie so das Fundament. Und dann hast du auf der Seite noch reinlaufen und bist eigentlich unter das Fertighaus. Und dann hat dort einer Rohr runterziehen und hat nicht drunter mögen. Und dann hat er mich gefragt. Und dann bin ich dort drunter. Und dort war es wirklich so, ich bin unter dem Haus gelegen, habe von unten durchs WC raufgeschaut, weißt? Und er hat das Rohr runtergegeben und ich habe dann das ein bisschen vorgezogen. Und dort auch. Ich kann auch hinter und zurück kommen, aber das ist ganz eine unangenehme Situation. Du hättest jetzt nicht... Du bist ja mit dem Rücken quasi am Boden unten gewesen, Nein, aber nein, ich bin mit dem Bauch gewesen, Aha. und habe meinen Kopf dort drunter hat es vielleicht 40 bis 50 cm Platz gehabt. Also du hast den Kopf können drehen, Okay. aber du kommst ja auf dem Rücken kommst du dort nicht drunter. Das ist etwa 3-4 Meter auf dem Rücken. Also kannst du dir vorstellen, wenn du so auf dem Rücken liegst, das ist scheiße. Darum gehst du Bauch und tust dich so im militärmäßigen Ding für Robben da. Und dort eben auch, du kommst zurück, aber nicht schnell. Du bist hure langsam, also du bist wie gefangen. Und dort ist es mir dann schon auch unangenehm geworden. Also ich denke, du hättest jetzt dort sicher... Extrem, ja. Und so. Irgendwie, es gibt so eine Szene in meinem Kopf, ich weiss nicht, wann das war, aber irgendwann einmal als Kind ist im Fernsehen mal so eine Dokumentation über irgendwie Zweiten Weltkrieg U-Boot. Ist irgendwie mal gekommen. Und ich habe das irgendwie mitgeschaut. Und anscheinend, ich weiss jetzt nicht, ob ich da Scheiße rauslade, aber... Nicht so wichtig. Auf jeden Fall, in diesen U-Boot hat es irgendwie auch so eine Rettungskapsel. Und in diesem U-Boot hat es ja einen Überdruck, dass das nicht implodiert in diesem tiefen Wasser. Ja. Und wenn jetzt das U-Boot irgendwie einen technischen Ausfall oder weiss nicht was hat, muss sich die Besatzung halt trotzdem irgendwie rauskatapultieren können. Mhm. Und in diesen U-Boot hat es so wie ein Loch gehabt, und dort hast du reinkriechen müssen. Und das war so klein, dass du deine Schulterblätter so hast müssen zusammennehmen, damit du dingseln. überhaupt rein magst. Also du hast absolut keinen Millimeter
Platz gehabt, um irgendetwas dort zu machen. Und wir Männer kennen das, dann fährt er alles an beißen. Oh ja. Und dann musst du irgendwie am Sack kratzen und weiss nicht was. Und genau, ich glaube, die Dokumentation als Kind, so dort zum sehen, und der Mensch, den haben sie dann so reingeschoben, von den Füßen hin. Und der hat für, ich weiss nicht, 20 Sekunden hat er überhaupt Sauerstoff in dieser Kappe. Also, Ja. irgendwie, ja, hat mich das... Aber das kann ich mir im Fall gut vorstellen, dass es von dem kommt. kann schon sein. Weil jetzt hast du mich nämlich gerade bei meiner Flugangst auf den Gedanken aufgelupft. Weil wenn ich an Albträume denke, habe ich als Kind einen ganz schlimmen gehabt. Weil ich habe einen Film geschaut, wo so Piraten im Universum mit Piratenschiffen herumgefahren sind und als Strafe haben sie die Leute vom Deck gerührt, ins Unendliche. Und die sind so lange geflogen, bis sie halt gestorben sind. Das ist halt nichts. Und das war die schlimmste Angst, die ich hatte. Und dann hatte ich Fieber, war krank und habe immer den Kapitän, der die Leute runtergerührt hat, vor meinem Bett stehen gesehen, weißt? Und habe Angst gehabt, dass der mich runterrührt. Und vielleicht geht das Fallen, eben das aus einem fliegenden Ding, ins Nichts fallen und einfach weg sein. Und ich denke immer noch an den Cartoon, ich bin 11 oder so gewesen, und ich denke noch an das Bild, wie einer so zurück aufs Schiff schaut und runterfällt. So ist nichts aus und Ja. mit den Händen am Rumfechteln. Genau, und nicht zurück kann. Das sind die Sachen, die einen prägen. Und vielleicht hat das auch etwas mit dem zu tun, dass ich jetzt mich eben, wenn ich ausgeliefert bin, in der Höhe oder etwas unwohl fühle, weil mich das als Kind so verängstigend hat. Also es ist jetzt auch ein Gedanke, der einfach kommt, aber es ist noch spannend, weil viel von dem, oder wahrscheinlich alles, würde jetzt irgendein Psychologe sagen, kommt von der Kindheit, weil man lernt dort, wie die Welt funktioniert. Und das ist ja eigentlich nichts anderes, eine Angst, wie unser Körper, der uns sagt, hey, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht so eine safe Geschichte ist. Und von dem her, ja, also, finde ich spannend, da hast du mich gerade drauf Ja, das ist lustig. lustig. Und du hast mich auch an meinen Kindheitsalbtraum. Oh. Weil ich hatte auch einen Albtraum, der mich immer so begleitet hat. Und das Lustige ist, im Jahr 2004, das weiß ich noch ganz genau, Oha. weil es ist gerade auf Weihnachten, haben wir ein Geschenk bekommen, die Heime. Und unser Papi hat auf die Weihnachten hat das Christkindli einen Computer heimgeliefert. Okay. Dass mein Papi schon damals eine Art ein Homeoffice hat. Aha. Und irgendwie der Computer, mein Albtraum war, hinten dran, so bei diesen grossen Computern kommen ja Kabel raus. Und Ja. früher haben Computer auch noch etwas anders ausgesehen. 2004, ja. 2004. Ja, das ist... Und irgendwie habe ich mir, meine wilde Fantasie hat sich vorgestellt, dass die Kabel halt Energie, Lebenssaft an diesem Computer liefern. Mhm. Und die Kabel, die stecken ja immer. Also der Computer, der lebt immer. Oh, ja. In meinem Traum, also ich bin wie, vielleicht habe ich sogar in meinem anderen Leben vielleicht Transformers erfunden, aber der Computer hat sich... lebt noch, oder? Ja. Aber in meinem Traum hat sich der Computer, der hat ein Bein bekommen und der ist mich irgendwie anstöpseln gekommen und hat mir Saft geraubt. Oh shit! Der hat dich ausgesogen wie so ein Ja. Vampir. Jetzt ohne Scheiß, ja. Aber das ist wirklich Horror für das Kind. Für ein Kind. Und ich bin dort, gerade an diesen Weihnachten, ich bin 6 bin ich geworden. Also mit 5 ist der Ja. Computer gekommen und dann ist es ja. Ja, und dort erinnert man sich eben auch an die... Also das sind so die Sachen, die ich mich auch noch erinnere. So 4, 5, da fängt es an. Mhm. Boah, also ich... Hure PCs. Man stellt sich eben schon hure komisches Zeug vor, manchmal als Kind. Wo man dann Angst hat. Das Blöde war aber auch noch, wir hatten dazu so einen Computerfritz, der jemand zu uns heimgekommen ist. Und der hat uns halt immer von Virus hat er uns erzählt. Ja, wir müssen aufpassen, was sie da machen und dürfen nicht überall draufdrücken und so. Ja. Und dann, ja, ein Virus. Oder nein, damals, wir haben ja Wurm, haben wir die Heime wirklich? gesagt. Ja. Oh, Hast du einen Wurm bekommen oder eingefangen? Aha. Und dann in meinem Kopf ist das halt wie ein Regenwurm, Ja, wo ja. dann in diesem Kabel sich den Weg in den Computer hineinbahnt und das Bewusstsein erlangt und komplett Alter, wie kaputt. krass. Was es das Kinderhirn macht. Unglaublich.
Ist faszinierend. Es ist schon faszinierend. Und heute hocken wir beide Die ganze- 8-9 Stunden vor dem Computer. Ist so. Ja, unser bester Freund. Finde ich ganz heftig. Ich hatte damals auch noch einen anderen Albtraum. Das war aber eher ein Fiebertraum. Das war nicht einer, der mich mehr verfolgt hat. So, sondern der war dort einmal. Und dort war es wirklich auch, ich war krank. Und du weißt, Fieberträume sind immer ganz Hure kritisch. unangenehm. Hure unangenehm, weil du bist ja schon mega verwirrt. Und als Kind kennst du das ja nicht. Was ist, wenn dein Verstand nicht, oder also wenn der mal nicht richtig tut? Ich meine, irgendwann hast du ein bisschen getrunken oder keine Ahnung was und weißt, der Zustand ist nicht immer das Gleiche. Aber dort als Kind, ich habe mir vorgestellt, im Traum, dass ich normal aufgestanden bin. Also das war bei meinen Albträumen immer ein bisschen, wie auch bei dem anderen, beim ersten, die haben in der richtigen Wohnung stattgefunden. Also weißt, bei mir dort. Es ist nicht irgendwo in einer Traumwelt, sondern in der Wohnung. Und ich bin in dem Traum aufgestanden und bin den Gang gelaufen. Und irgendwie haben sich bei mir, ich habe irgendwie Star Wars einen Ausschnitt gesehen, ich glaube vom 4, wo es so über den Todesstern fliegt. Und Also das 4 ist ja das das 4 Eis ist das Eis gewesen. eigentlich. Ja, genau. der älteste Film. Der älteste Film, ja genau. Okay. Und ich habe das irgendwie gesehen und in meinem Kopf hat sich das vermischt, weil im Weltall ist ja alles so schnell und langsam, ist ja wie verschwommen, oder? Und irgendwie hat mein Kopf dann gedacht, dass ich mich slow-motion-mäßig bewege, die Welt aussen durch, aber immer schnell. Oh, sorry. Und umgekehrt. Also wie ich bin immer in einer anderen Geschwindigkeit gsi, wie die Welt und habe nichts dagegen machen. Und ich bin durch den Gang gelaufen irgendwie und das hat sich das Gefühl in einer wie anderen Zeit oder etwas gefangen sein, das hat mich ganz kaputt gemacht. Also das hat mir mega viel Angst gemacht damals. Und das Gefühl, ich habe das im Nachhinein dann bei anderen Sachen mal erlebt. Das ist so ein richtiges bedrängtes Gefühl, die Welt nicht zu verstehen oder irgendwie, also ganz komisch, ganz komisch. Aber das ist eigentlich als Kind hatte ich diesen Traum gehabt. Und dort war das einfach schlimm gewesen, weil Fieber und ich nicht gewusst, was läuft. Aber der hat mich im Nachhinein habe ich ihn nicht mehr gehabt, aber er hat mich wieder beschäftigt. Also das ist etwas, wo ich immer wieder auf den Gedanken ist immer mal wieder gekommen. Das komische Gefühl. Das, also, ja. Aber eben auch keinen Sinn, keinen richtigen. Aber für mich war es schlimm, wirklich schlimm. Und ich kann nur die Verbindung zu Star Wars ziehen. Sonst habe ich keine Verbindung. Und ich habe damals den Film noch nicht gesehen, das weiss ich. Weil ich erst später die Filme und so schauen. Ich habe wahrscheinlich nur irgendeine Sekunde gesehen. Und weil ich als Kind aber schon gewusst habe, wow, das ist etwas Cooles, das ist etwas, was die Erwachsenen schauen, ist mir das geblieben. Und mein Hirn hat das wahrscheinlich irgendwie mit in den scheiß Traum verarbeitet. Das ist krass, ja. Ja, also mega. Ja, als Kind mega heftig. Also wirklich schlimm eigentlich. Weil du hast das voll geglaubt. Also es ist in deinem Kopf, ist es voll präsent. Da habe ich die Erfahrung gemacht bei meinem kleinen Bruder. Der ist 2 Jahre jünger als ich. Und das ist etwa zur gleichen Zeit hat das stattgefunden wie meine Computerträume. Und unser Papi, damals hat er noch bei uns gewohnt. Später dann haben sie sich scheiden lassen. Aber zu dem Zeitpunkt, so unsere Beschäftigung, wenn wir mal den Papi hatten, wenn er mal daheim rum war, dann haben wir gerne noch einen Film zusammen geschaut, so am Wochenende und so. Das Blöde war nur, Jetzt. dass sich unser Papi nicht so für Kindersachen können begeistern. Also wir haben nicht Feuerwehrmann Sammy oder Teletubbies oder weiss nicht was zusammen geschaut, sondern Imagine Dragon, du bist der Drache. das ist schon zu spät. Ist schon spät? Das ist Togo später. oder so? Ja, Togolino. Ja, Togolino. Der Spaßkanal, glaubst du? Togolino. Okay, sorry, ich habe abgelenkt. Was habe ich? Dein Papi, Und er hat sich einfach für die Sachen, die wir halt cool gefunden haben, so Findet Nemo und weiss nicht was, ist ihm einfach zu langweilig gewesen. Der Nils 5, mein kleiner Bruder 3. Ui, Und wir haben zusammen Jurassic Park 1 Aber Jurassic Park 1 ist der, wo sich unter dem Auto versteckt und dann wird einem den Kopf abbissen, oder? Genau. Ja. Also ich glaube, also der Oberkörper, sogar der ganze. Ja. Wird jemand Ja, sicher. abbissen? Das ist
im Jurassic Park 1, das ist ja auch noch, sie haben ja mittlerweile das alles remaked und Zeug und Sachen, aber im jetzt Jurassic Park, World. ja, und Jurassic Park 1, wo eben der T-Rex aus dem Keg ausbricht, verstecken sie sich so hinter dem Auto und sie hockt so dort, schaut über. Das war eben ein mega revolutionäres Ding mit den Animationen von dem Dino, darum kenne ich das ein bisschen von der Filmwelt. Und sie schaut so über und der andere Typ hockt auch hinter dem Auto, schaut sie an und dann kommt nur von oben der Tyrannosaurus und beißt ihn, nimmt ihn gerade so den halben Körper ins Maul und reißt ihn auf und weg. Stimmt. Und dort ist so der Schockmoment. Ja. Also das ist ja auch extra vom Film. Dort zeigen sie, hey, unsere Dinos, die hier ausbrechen, die sind wirklich böse. Und als Kind... Ja. Es ist halt wirklich für die damalige Verhältnisse, von der Qualität und Animationen und die Dinosaurier, die haben sie wirklich so mit Robotern nachgedingselt. Und als Kind, eben 3 und 5 sind wir gewesen, da kannst du nur nicht unterscheiden, was jetzt ganz richtig und was halb richtig und was falsch ist. Gar nicht. Und der Film, also jetzt rein von der Idee her, dass man so einen Bernstein findet. In diesem Bernstein ist ein Mückli eingeschlossen, wo Dinosaurierblut. Also es ist ja hammermäßig von der Idee her. Hammer. Aber als Kind, das macht zu 1000% ist das relatable. Das ist 100% das richtig. Könnte realistisch so sein. Ja, genau. Also auf das ist es auch abzielt. Das ist ja ein Fantasy, die passieren kann. Also nicht kann passieren im Sinne von, dass es jetzt mega genau so passieren sondern es ist daran angelehnt, dass es irgendwo einen realistischen Hintergedanken hat und darum macht es so spannend, die Geschichte, oder? Darum gibt es auch neue Verfilmungen und alles, weil die Geschichte super ist, aber halt auch brutal. Als Kind, weißt du, wie brutal ist das gewesen? Ja. Für mich, also mit 5 habe ich einfach gecheckt, wenn ich etwas nicht sehen will, mache ich meine Augen einfach zu. Ja. Das war so mein Abwehrmechanismus. Aber mein kleiner Bruder mit 3, der hat das nicht gecheckt. Er hat aber Dinosaurier cool gefunden. Ja, das... Und mit diesem Film das ist nicht mehr cool. Die ganze Illusion ist einfach den Bach runtergeschwemmt worden. Ja. Und er hat dann Minimum ein Jahr hat er auch richtig Albträume und Angst vor Dinosauriern. Ja, schon logisch. Und dass da plötzlich ein Tyrannosaurus Rex ihn aus dem Bett rausholt und so. Sicher, wenn du so etwas siehst. Also ich kann da jetzt gerade mal von meinem Bruder einhängen. Mein kleiner Bruder, also eigentlich Halbbrüder, aber ist mein Bruder, er ist jetzt 5. Und etwas vom Grössten, wenn die Kinder anfangen, eben Geschichten zu hören und Zeug und Sachen. Etwas, was du ihnen immer wieder erzählen und erklären musst. Jedes Büchlein über Dinosaurier, der kennt mehr Dinosaurier nehmen wie ich. Der Kleine, weil das interessiert ihn mega, oder? Aber wenn dem... Jetzt habe ich den Vater verloren. Scheiße. Jetzt hast du mal einen Schluck trinken. Ist gut, ja genau. Jetzt müssen wir mal... Wir unterbrechen für eine kleine Werbepause. Wir tun das gekonnt überbrücken. Der Nils führt schnell einen kleinen Monolog. Unterdessen siebt der andere da an seinem Dösli und meldet es wieder zurück. Yes, jawohl. Und mein kleiner Bruder, er hat auch mega Faszination für das. Und die lesen die Geschichten und alles. Oder, nicht lesen kann er noch nicht. Hören die Geschichten, man erzählt ihnen ein Büchlein vor. Und dann musst du dem so oft sagen, dann erzählt er, ja weisst, ich mache dann das und dort gibt es dann die und das sind eben die Guten und das sind eben die Bösen und die tun eben das. Und dann musst du ihm erklären, das ist eine Geschichte. Das ist nicht echt. Und das ist schwer zu verstehen für so ein Kind. Weil es wird ihm komplett wie echt erzählt. Weil wir, wenn wir eine Dinosauriergeschichte hören, wir müssen nicht den Leuten vorher noch sagen, hey, das ist dann eine Geschichte. Weil das ist offensichtlich. Für ein kleines Kind ist das nicht offensichtlich. Und schwer zu begreifen. Und eben gerade bei ihm, er fängt jetzt langsam an zu merken, dass wenn er etwas erzählt, gerade wenn er etwas erzählt, was er erlebt hat, dass es dann realistisch sein muss. Und die Unterscheidung passiert nicht. Und er kommt auch zu mir. Ja, ich will den und den Film schauen. Gell? Wenn ich mal gross bin, hat er letztes Mal gesagt, wenn ich mal gross bin, schauen wir alle Dracula miteinander. Und dann habe ich ihm gesagt, können wir gerne machen, wir können gerne Dracula schauen. Ich glaube aber, wenn du gross bist, willst du kein Dracula mit mir schauen, weil das sind alles alte Filme. Aber vielleicht auch nicht mit dir. Ja, sicher nicht. Aber es ist eben so herzig, weil das Kind meint, weil eben das alles so an sie angeführt wird, dass das
auch kann anschauen und das kann interessieren. Und sie checken gar nicht, dass Dinosaurier, auch wenn er erzählt, ja, weißt du, der Dinosaurier hat den zerfleischt und so, und das machen Kinder. Kinder wissen nicht mit der Wortwahl, weißt du, die wählen irgendein Wort, das das mal beschreibt. gehört oder aufgeschnappt Genau, haben. egal wo. Und die beschreiben brutales Zeug, aber nur, weil sie nicht wissen, was das bedeutet. Weil sobald jemand das weiss, dann beschreibst du so etwas nicht. Also nicht, weißt, das ist ganz krass. Und wenn ich mir jetzt eben vorstelle, so ein kleines Kind, das dann so einen Film schaut, also ich habe mit dem König der Löwen geschaut und das ist ein brutaler Film. Also schon noch der Zeichner mit dem Ja, ja. Simba und so. Ja, ja. Das ist ein brutaler Film. Es ist Ja, nicht brutal, weil wo- irgendetwas aufgeschlitzt wird oder so. Das ist nicht brutal. Aber die Story Die dahinter. Story ist brutal. Das Dort, Kind, wo der Vater Ja, so in die der laufende Brüder Herde... bringt den Vater um. Und verarscht nachher noch alles und tut am Sohn sagen, du bist schuld, dass dein Vater tot ist. Und das zeigen mir kleine Kinder. Also, und eben dort habe ich ihm auch sagen, Florin, es ist eine Geschichte. Das ist nicht passiert. Das hat jemand aufgeschrieben und wir haben das angeschaut. Aber das... Oh, ich will mir gar nicht vorstellen. Der kleine... Genau das wollte ich vorher sagen. Wegen Albträumen und Kind. Mein Papi, der hört mega gerne auch ab und zu Heavy Metal und so. Und Iron Maiden, kennst du vielleicht, kennt man. Iron Maiden hat unglaublich geile Cover-Arts und super geile T-Shirts. Mega. Sie sind einfach sackbrutal. Die sehen grusig aus. Und der Florin, der ist sich das gewöhnt, dass es mal so ein Bild auf dem Ding hat. Das bin ich mir als Kind auch gewöhnt. Sie hat mich jetzt nie bedingselt. Aber der Florin ist auch einmal in der Nacht aufgewacht und der Papi hat zum Schlafen das T-Shirt angehabt. Und dann hat er das gesehen und hat Angst bekommen. Da ist ein Monster bei uns im Bett. Und er hat nachher Angst. Blutverschmierter Das Papi. T-Shirt, der Papi hat das T-Shirt nicht mehr sich nicht zum Schlafen anziehen. Und gerade am Anfang nicht. Einfach weil das Kind sieht einfach das grusige Bild und kann das nicht verarbeiten. Und gerade wenn es zum Schlafen ist, dann langt schon eben eine Zeichnung. Und das ist eine Zeichnung von einem Monster, wo sich wie so... Du kannst dir vorstellen, du hast einen Mensch, dann schneidest du den einmal im Querschnitt in die Hälfte und wickelst ihn um einen Baum. Und den Kopf tust du wieder zusammen und dann ist das Monster. So zum Erklären. Also es ist wirklich ganz abstrakt, Oh oder? Gott. Aber für ein Kind ist schon das. Das kurbelt die Fantasie an und dann ist... Dann ist es gewesen. Das ist gewesen. Darum müssen wir schon schauen auf unsere Kinder. Also, Das ist so, aber zum Glück nicht jetzt, unsere Kinder. Also, jetzt gerade vorne hast du noch etwas Lustiges angesprochen, das mir vor 3 Jahren mal aufgefallen ist. Und zwar, ich bin ja auch ein halbes Jahr habe ich ja in Hamburg gelebt und gearbeitet. Ah ja, stimmt. Und dort bei dieser Firma, das war so eine Fantasy-Firma, die so Kreativartikel, sagt man dem, so gemacht hat. Also, die haben früher, ich kenne es vielleicht noch, das Diddle-Müsli. Und das sind die Erfinder vom Diddle-Müsli gewesen. Ah, was? Okay. Und es hat ja damals alles gegeben, so Post-its und Schreibi Ja. und Etuis und Schulranzen und alles. Also unsere Klassenkollegen sind da genau drin gewesen. Ja, wir sind voll im Wir sind voll Diddle-Fieber im Titel drin. drin. gewesen. Also ich hatte nie Titel, aber... Und bei dieser Firma habe ich ein halbes Jahr eben gearbeitet. Und als ich dort in der Marketing, in der Grafikabteilung angekommen bin, wo dann wirklich die Illustratoren einfach den ganzen Tag am Zeichnen waren, um die Zeichnungen halt zu machen, wo dann auf einem Etui und überall drauf gedruckt wird. Dort habe ich bin einfach Praktikant gewesen und der Output, den ich gemacht habe, ist eigentlich gerade wieder in die Güssel. Ich bin gerade wieder beim Input reingekommen. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, in unserer Kindheit, wir haben immer so die Guten gegen die Bösen gehabt. Oder halt bei Power Rangers. Dann hat es einen Grünen gegeben, dann hat es einen Gelben gegeben, einen Grünen und der Schwarze, der ist immer entweder der Rote oder der Schwarze. Schwarz war immer der Beste, Ja. der Stärkste. Das hat auch mit Farblehre zu tun. Weiss ich jetzt aus dem Ding, dass du deine starken Figuren oft mit Rot oder Schwarz denkst, weil Rot ist Angst und Panik und Schwarz ist böse. Aber das ist im Fall heute noch viel krasser. Ich bin im Das Fall ist gar nicht sicher, ob noch das viel heute krasser. immer noch so Ja, ist. sicher. Playmobil, all das. Es gibt immer gut und böse. Du hast meinen kleinen Bruder, der kommt an und erzählt, hey, weißt, wir sind Piraten und dann kommen dort die bösen Piraten und dann töten wir die alle. Das sind böse. Ja, und das lernt man aus Spielsachen und Zeug. Es gibt Gut und Böse. Und das gibt es ja einfach nicht auf unserer normalen Welt. Es gibt gute und böse Taten.
aber es gibt keine gute und böse Menschen. Es gibt sicher Leute, die mehr schlechte Sachen machen und weniger. Aber gut und böse so gibt es nicht. Aber die Kinder lernen das heute noch. Also gerade Paw Patrol, all die Sendungen, da retten die Guten die anderen Guten. Also weißt, aber nur die Guten? ja, nein, es hat schon auch Böse. Doch, es hat schon Böse. Okay. Schon Feinde. Und bei den Rittern hast du ja immer, du hast die Roten, die Feuer sind und alles, und die Blauen. Das ist heute noch so. Das ist heute noch so. Was heute aber ist, es ist ein bisschen vermischter mit den Geschlechterrollen. Ja. Also, Gender Equality ja, und... zu ein paar Prozentli, jetzt das, was ich Okay. mitbekommen habe. Aber es gibt mittlerweile Playmobil... jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht falsch sage. Es gibt so Playmobil, so Rainbow Playmobils. Okay. Und dann hast du einfach... Ja, das ist dann halt wirklich eigentlich so, dass du schon am kleinen Kind kannst sagen, hey, es ist dann nicht normal, wenn alle nur Frauen und Männer lieben. Das muss dann anders sein. Also so ein bisschen, Das habe ich bei Lego, habe ich das, glaube ich, bei Lego gibt es das glaub, auch. Ja. Dass so ein Barbie-Haus halt nicht mehr die Barbie und der Ken, Genau. sondern dann gibt es ein Barbie und nochmal irgendwie Voll. so ein Tante. Weißt, ich finde das ja auch, ich finde ja das ganze Verständnis für andere Leute, das ist wichtig. Aber wir haben vorher gerade darüber geredet, was Kinder alles aufnehmen. Und zu wenn was ein für Kind- Albträume Ja, und Gedanken. und wenn ein Kind immer mit zum Beispiel Sachen spielt, wo es keine Geschlechter gibt, wie soll es sich mit ihrem Geschlecht identifizieren? Und ich weiss, dass wenn viele auf der Welt nicht hören, aber unsere Geschlechter machen doch noch etwas aus. Das ist auch normal, weil Und das ist es ja ist auch ja auch ein schön. bisschen Natur. Ja, sicher Das ist das auch schön. genau das Schöne. Und das heisst ja auch nicht, dass nicht ein Mann mal wie eine Frau kann sein oder umgekehrt. Aber man hat Rollen. Also es ist ja nicht, das ist ja ein mega Breitdingsel. Ich meine, ich bin ein Mann, ich überkreuze immer meine Beine. Ich sitze da wie eine Frau. Vor 100 Jahren hätte man wahrscheinlich mich auf den Ski draufgenommen, ich weiß nicht. Aber weißt du, was ich meine? Das ist ja eigentlich, es ist voll okay, dass Männer weibliche Züge haben, dass Frauen, das ist alles super, es darf auch lieben, wie sie wollen. Aber wenn du das Kind schon eindingselst, dass die das so aufgezwungenermassen das erzählst, also es tut mir leid, dann tust du vorher irgendwie unseren ganzen Massenkonsum versuchen, in den Kindern irgendwie zu bedingseln. Oder? Also es ist ein Abwägen zwischen verschiedenen Sachen. Aber ich habe das Gefühl, bei Kindern ist das hure gefährlich, wenn dann zu grosser Fokus drauf gelegt wird. Weil, sind wir ehrlich, auch wir haben in der Sek schon gelernt, es gibt Schwule, es gibt Lesben, es gibt das, es gibt das. Also Bei uns hat es noch nicht so viel gegeben. Also gegeben tut es ja eh schon immer, aber es hat noch nicht so viel darüber geredet. Und dort haben wir auch gelernt, bei uns war es noch ein bisschen AIDS, hey, Schwule heisst nicht, dass sie AIDS haben. Hey, Schwule heisst nicht, dass sie schlecht sind oder irgendetwas. Das haben wir auch gelernt als Kind und das war gut. Aber es war auch gut, dass wir das nicht jeden Tag und bei ihrem Spielzeug oder so... Klar, es ist jetzt ein krasser Schritt, aber ich finde das hure eben, wenn man über Kinder redet und so kleine, finde ich schon okay, dass mein kleiner Bruder gerne mit Ritter spielt und gerne Fußball spielt, auch wenn das klassisch männlich ist. Ich finde das voll okay. Er darf das. Es gefällt ihm. Und wenn er sich mit dem identifiziert, wie es ja die meisten machen, dann ist es ja auch okay. Dann muss man ihm nicht sagen, hey, aber pass mal auf, es gibt dann im Fall auch noch das und das. Das findet dann der schon noch raus in der Jugend. Also, Das findet man automatisch raus. ja, also ich sage mal, ein Denkanstoß, Aufklärungsunterricht ist wichtig. Aber wir wissen doch auch alle, wir sind selber im Aufklärungsunterricht gehockt. Das, was man von dort mitnimmt, nimmt man erst in 5-6 Jahren wahr. Also in dieser Zeit selber denkt man okay, gut, ich erzähle jetzt, ist irgendwie spannend, aber irgendwie peinlich. Und ja, dort macht man sich seine eigenen Gedanken. Aber wenn man dann anfängt, eben das versuchen zu steuern oder etwas, lassen wir doch die Leute sich alle entwickeln. Und ja, es ist wichtig, dass man weiss, es gibt nicht nur Mann, Frau, das lieben, das lieben, das lieben. Aber es ist auch wichtig, dass man zuerst mal von dem ausgeht. Und wenn du dich nicht mehr wohlfühlst und nichts, dann kann man zu einem Arzt gehen oder einem Psychiater und der kann dir helfen. Und wenn der dir sagt, hey, das wirkt für mich so, vielleicht bist du anders orientiert oder etwas, dann kann man das auch für sich andingseln. Aber in dem Prozess, wo man noch gar nicht weiss, wo man ist, dort einfach mal die erstbeste Lösung nehmen, kann hure gefährlich sein. Und ich hatte Kollegen, die voll in das LGBTQ und so reingewachsen sind und irgendwann wieder das weggetan haben. Weil es eben doch, ich weiss, es ist nicht immer so und es gibt auch viele, die das haben, aber es kann auch eine Phase sein. Es kann. Und nicht ein Muss, also gar nicht. Ich will niemand
seinen Wert absprechen, wo das hat und wo das so ist. Ich will aber auch nicht angehen und so tun, wie wenn das komplett normal wäre in unserer Gesellschaft. Weil wenn das normal wäre, dann gäbe es die Menschheit nicht. Weil dann hätten wir uns nicht so vermehrt. Also, es ist eine schwierige Thematik. Schwieriges Thema. Und eben, das sind 2 Meinungen von 8, weiss nicht wie viele Milliarden Meinungen. Und jeder soll sich da seine eigene Meinung bilden. Aber wenn ihr uns da zuhört, dann dürft ihr uns einfach oder dürft ihr euch inspirieren. Ihr wisst, was wir dann das Gefühl haben. Aber es soll auch nicht heißen, dass wir da richtig sind oder die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Nein, gar aber nicht. Ich stimme dir auch absolut zu. Und man sieht es ja zum Beispiel, Amerika ist ja in Haufen Sachen einfach weit voraus, in anderen Sachen noch im Mittelalter unterwegs. Aber genau mit dem Gender Equality Zeugs oder Aber mit Gender Equality ist glaube ich noch etwas anderes. Das Also, ist, glaube ich, das ist einfach Gleichsetzung von Mann Geschlechter- und Frau, oder? ja, Ja, genau. Ja, Also voll. in diese Diskussion, also Ja, wie das sich das, fällt das, alles das, ins- das ja, ja, ist alles so das ein geht alles bisschen ins in Gleiche. den gleichen Topf rein. Auch wenn es 200 Millionen verschiedene Ausrichtungen und weiss Ja. nicht was gibt. Aber man sieht dort einfach, es gibt ja jetzt einen neuen Trend. Und zwar Leute, die sich operieren lassen haben, zu einem Transgender geworden sind. Und jetzt musst du festheben, der neueste Trend ist das Zurückoperieren zum wieder biologisch natürlichen Geschlecht. Das ist jetzt der heisseste Trend. Gerade zu dem, was du jetzt gesagt hast, gibt es eine ganz gut spannende Studie von Amerika. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie der genaue Name ist. Es ist aber von einer nicht eine Universität, sondern ein Zusammenschluss von Leuten, von Psychologen und so Leute, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das richtig reinzubringen. Also sie sind von der Pro-Seite. Und die haben eine Statistik herausgebracht, dass halt die Selbstmordrate bei Leuten, die sich umoperiert haben, unglaublich hoch ist. Und ich bezweifle, dass das ist, weil alle so zufrieden sind mit dieser OP. Ich finde das schwierig. Weil, wenn man dann die Statistik anschaut, welche, die sich nicht umoperiert haben, zum Beispiel aber als Trans leben, sich aber nicht umoperiert haben, ist die Statistik, also sind die Zahlen viel tiefer. Sie sind immer noch höher wie beim Normalbürger. Das zeigt uns ja auch ein bisschen, dass das nicht einfach als etwas Gutes und Lässiges soll abgetan werden. Überhaupt nicht. Weil das kann auch gefährlich sein. Weil es tut kein Mensch gut, rauszustehen. Das tut einfach nicht gut. Und trotzdem wird man immer damit rechnen, auch wenn das niemand oder viele nicht mehr glauben wollen, aber es gibt nun mal etwas Normales in Anführungs- und Schlusszeichen und etwas nicht Normales. Ob jetzt das eine Behinderung, eine andere Orientierung ist, eine Hautfarbe in gewissen Ländern, dies und das, ist egal. Es ist etwas, das dich ausschließt von der Gruppe. Und egal wie weiterentwickelt die Leute sind, es ist nun mal von ganz früh und es ist auch irgendwo in uns drin, dass du dazugehören willst. Wir verändern uns alle so als Kinder, weil man merkt, wie man in die Gesellschaft hineingehört, um eben wieder zu dem zu kommen. Und da hat die Gesellschaft einen riesen Einfluss drauf. Wie du das Gefühl hast, musst du dich einbauen. Ja, und in meinen Augen, ich denke, es ist vor allem einfach eine Illusion. Man macht jetzt etwas und dann ist das Hauptproblem, dass man mit sich selber nicht zufrieden ist, dass man sich selber nicht genug gut ist oder dass es so Oder und falsch so oder anders. ja, falsch Genau, oder ja. so würde es besser aussehen und das ist ein bisschen zu viel oder zu wenig am Körper, dass das einfach mit der Operation dann einfach gelöst ist. Weil Ja. die Wurzeln oder wie sagt man, die Wurzeln vom Problem, Die Wurzel oder vom die Problem, Ursache ja. vom Problem, die liegt in meinen Augen noch viel, viel tiefer, dass man mit sich selber nicht zufrieden ist. Und in meinen Augen, wenn man das nicht angeht oder mal herausgefunden hat, hey, da gibt es noch ganz andere Sachen und wir probieren es das erste Mal so und wenn es dann halt gleich irgendwie und ja. Ja, und es ist halt auch, und das darf man auch nicht vergessen, und das ist ja auch, so ein Eingriff ist nicht einfach nichts. So ein Eingriff ist unglaublich krass. Und es ist ja nicht so, dass du mit dem Kopf, den du jetzt genau hast, nachher in den anderen Körper reinkommst.
sondern ist immer durch noch der deine... gleiche Kopf. Ja, eben, ja, das Ding ist der gleiche Kopf, aber ein anders eingestellter Körper. Andere Hormone werden ausgeschüttet, andere Dinge. Und es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber so viel eigenen Wille, dass du deine Hormone kannst übersteuern, hat einfach kein Mensch. Also irgendwo ist es ja nachher eine Situation, wo du gar nicht abwägen kannst. Also ich sage jetzt mal, wenn mein Kind, das ist jetzt ganz tief gedacht, aber wenn jetzt mein Kind würde zu mir kommen und das würde äußern, und ich wünschte, das äußert mein Kind, weil das ist okay, dann würde ich aber auch meinem Kind sagen, und ich würde mit dem Kind das nicht ausschliessen, aber ich würde warten. Ich würde dem Kind Zeit geben. Ich würde niemals einem 16- oder einem 18-Jährigen, ich würde auch mir jetzt, wo schon 22 ist, aber halt, ich finde das immer noch ein bisschen sehr jung für so eine krasse Entscheidung, zumindest in unserer Generation. Da gibt es kein Ctrl-Z. Nein, gibt es einfach nicht. Gibt es wirklich einfach nicht. Also, und eben, die Zahlen, die sprechen ja ein bisschen für sich. Und dass die Leute unglücklich sind und dass ich ihnen helfen kann, wenn es nur darum geht, dass das einfach nur hilft, dann wären wir alle einfach dabei. Dann würde doch keiner sagen, nein, das ist ein Scheiß. Aber es ist eben nicht so. Weil auch angehörige Familien und so tun sich zusammen und sagen da, hey, no. Es ist schwierig. Und das haben wir in verschiedensten Seiten, ob jetzt das Geschlechterumwandlung ist oder sich selber mit 16 in eine Psyche einweisen. Das sind gefährliche Sachen. Weil du stempelst dich mit dem auf etwas ab, wo du mit 16 vielleicht gar noch nicht weisst. Also, es ist ja voll okay, dass du es mit 16 noch nicht weisst. Ich meine, bei den Amis sind es mit 21 volljährig. Und das hat auch seine Gründe. Und das ist auch nicht schlecht. Man hat halt als Teenie mega schnell das Gefühl, mit 16, man sei jetzt mega erwachsen. Ja, und vor allem, es muss in diesem Alter nicht genug schnell gehen. Ja, das ja. ist ja bei uns wahrscheinlich auch nicht anders gewesen. Ey. Mit 16 hat man sich schon gewünscht, das zu machen. Und man hat vor allem das Gefühl gehabt, man ist schon in der Lage, so die kognitive Stärke, sicher. um so etwas auch... Zum Glück hatte ich Eltern, die mir gesagt haben, tätowier dein Gesicht nicht. Das findest du in ein paar Jahren nicht mehr lustig. Ich bin wirklich jahrelang habe ich die Idee gut gefunden. Und mittlerweile weiss ich, oh, ey, mein Leben hat eine Wendung angenommen, das habe ich gar nicht gedacht. Also, und ich mache ja immer noch das, was ich eigentlich vermutet habe, aber er hat eine Wendung angenommen. Und jetzt würde ich die Tattoos hassen in meinem Gesicht. Und zwar wirklich. Und das sind auch so fix Erdingslige. Und damals habe ich ein bisschen Scheiße gefunden, ja. Ich habe gedacht, oh Mann, meine Eltern, die sonst immer mega, ich sage jetzt mal, menschennah waren oder mega nah bei mir, wo ich alles erzählen konnte, finden das nicht lässig. Und haben dann aber erst jetzt eigentlich, oder halt vor einem Jahr so, wo ich gemerkt habe, vielleicht hätte ich die gar nicht wollen, habe ich gemerkt, was die mir gesagt haben. Und klar, ein Tattoo ist nicht das Gleiche wie eine Umoperation oder etwas. Aber das sind die wichtigen Entscheidungen. Und klar, wir treffen auch die wichtige Entscheidung, machen wir unsere Lehre mit 16. Und die, ja, sagen wir es so, wie viel Prozent in der Schweiz ihre erste Lehre nicht ausüben? Es sind hure viel, das haben wir ja schon in der Schule gehört. Also, wie gut kann ein Entscheidungsding sein aufs Leben, wo du dort triffst? Alle Zahlen, alles sagt uns, dass es nicht intelligent ist. Das heisst nicht, dass es immer falsch ist. Aber es heisst, dass es sehr ein kniffliger Punkt ist. Und schau, wenn du jetzt zuhörst, mit dem Gedanken haderst und alles, du kannst dich auch mit 20 oder 21 noch umoperieren lassen. Oder etwas ändern. Du kannst auch noch viel älter. Aber man macht sich selber gar keinen Gefallen, wenn man aus Emotionen heraus so etwas beschließt. Und da gibt es einfach so viele Faktoren, die reingehen. Faktoren, die es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gibt. Es gibt ja auch, ist jetzt wieder ein bisschen ein anderes Thema, aber Sterilisierung oder Ja. Vasektomie heisst es, glaube ich, bei den Männern. Vasektomie, genau. Vasektomie. Also, dass man quasi das blaue Schnürli Das kannst aber- durchschneiden, damit Du die kannst Bombe nicht es explodiert. es gibt zwei Varianten. Weißt, du kannst es für immer machen, aber du kannst es auch nur abklemmen lassen. Ich habe gemeint, es geht nur durchschneiden, aber man kann es mit einer zweiten Operation innerhalb von 3-4 Jahren kann man es quasi wieder rückgängig machen. Also, weißt- aber ja, aber gefährliches Halbwissen. Ja, das Ding ist, Ah, du weißt ich es. weiß es. Ah, Ich du weiss weisst es. es. Also, eben, es ist nicht 3-4 Jahre, es geht ein Moment. Du kannst es rückgängig machen, aber ich glaube, nach einem... Ja, ich sage mal so, eine Person, die ich sehr eng habe,
hat das und hat es zurückgemacht und es geht auf jeden Fall nicht 3 Jahre. Eine Person, die wahrscheinlich die gleiche Position im Leben einnimmt wie bei dir, hat das auch gemacht, aber der hat es dann für endgültig und das ist, glaube ich, versiegelt bis zum Tod. Nein, vielleicht auch besser. aber was ich damit möchte sagen, aber Sterilisierung bei den Frauen, Vasektomie bei den Männern, das ist ja eine Entscheidung, die man für sich trifft, aber Auswirkungen auf einen zweiten Mensch kann haben, der vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Leben herum ist. Vielleicht ist die Person dir noch gar nicht begegnet. Und also ich kenne das jetzt von so Dating-Apps und so. Ja. Und es verwundert mich, dass relativ viele Frauen halt auch anschreiben, ich möchte keine Kinder. Ja. Jetzt nicht automatisch, ja, die haben sich da unten durch sterilisieren lassen, klar, aber klar. die möchten einfach kein Kind. Kann eine Möglichkeit sein, weil einfach die richtige Person noch nicht bei ihnen im Leben eingetreten ist. Und darum würde ich für mich, ich schliesse nicht aus, dass ich kein Kind wird haben. Ja. Aber mein Wunsch ist es, eigentlich mal Familie, Papi und alles drum und dran. Das ist ja nicht eine Entscheidung, die ich nur für mich treffe. Ja, also es ist vor allem eine Entscheidung, die du eben, wie du es schön gesagt hast, für vielleicht deinen zukünftigen Partner mit triffst. Und auch da, wenn du nicht gerade unbedingt rumvögeln ohne Kondom. Also so blöd es tönt, aber dann brauchst du das auch nicht. Also das sind dann die Schnellschüsse, die du eben machst, weil du das Gefühl hast, ich muss jetzt das fixen. Dann weiss ich auch, was ich bin in meinem Leben. Das ist vielleicht auch genau das. Die Leute, die sich umoperieren, sie suchen nach sich selber und haben natürlich, und ich sage mal, das ganze Konstrukt von Umoperieren ist eine riesige Bubble, die könnte eben das ändern. Und das ist wie so, für viele Leute ist das ein «Hey, schau, ich mach dich zu dir selber». Und es ist ja doch auch spannend, dass so Sachen wie schwul, trans und so, hat es ja immer gegeben, früher schon. Das weiss man ja auch. In der Natur bei dir. Ja, das weiss man ja auch. Das ist nicht ganz normal, sondern bei den Tieren ist das normal eigentlich einfach eine Erkrankung. Also es ist auch so, bevor sich jetzt jemand beschwert, das Gesundheitsding WHO. von WHO hat, ich weiß gerade nicht was, aber etwas von denen, ich glaube eben Trans als Krankheit kategorisiert, weil du kannst es nicht als etwas anderes kategorisieren. Es tönt so böse, es sollte aber nicht böse sein, aber was willst du es denn sonst kategorisieren? Eine Krankheit, jetzt ganz diplomatisch irgendwie ausgedrückt, ist ja einfach eine Anomalie. Nein, jetzt kann ich es sagen. Anomalie. Nein, oh mein Gott! Anomalie. Oh mein Gott, ich kann es auch nicht mehr können. Ich kann es noch im Kopf können und dann sagt es wir nichts unserem falsch. eigenen Podcast. Ich habe es noch gehört, aber ich kann es nicht können. Anomalie. Nein. Nein, jetzt ist Scheiße. Hey, jetzt hast du mich gerade komplett... Anomalie. Scheisse. Oh mein Gott, was haben wir da Vielleicht müssen wir es nachher veranstaltet? rausschneiden. Nein, das lassen wir drin. Es bleibt alles drin. Bei uns wird nichts rausgekattet. Nein. Aber ganz diplomatisch ist es das Wort. Ja, eigentlich schon, ja. Eine Anomalie. Mhm. Ich wollte es jetzt nicht nochmal sagen. Nein, ich habe es jetzt noch einmal richtig gesagt, das ist gut. Ja, aber das ist auch okay und das finde ich auch, also in der Gesundheit oder allgemein, es ist doch immer das, um etwas zu verbessern. Und das sagen ja alle, sie fühlen sich ja nicht gut. Also ist ja etwas falsch. Um etwas zu verbessern, muss man zuerst erkennen, was falsch ist. Und wenn man da dann hinkommt und sagt, nein, das ist nicht falsch, das ist normal, dann macht man einen grossen Fehler. Und das ist ein bisschen alles. Man soll die Leute nicht unter einen Schopf stellen und nicht das und nicht dies. Weil ich meine, es kann ja auch sein, und das sagen immer alle, ja, du sagst das ja, weil du nicht, selber das nicht bist. Aber es könnte auch mein Kind eben zum Beispiel mal haben. Und dann sage ich das auch. Klar, ich habe jetzt kein Kind, und, ja, aber auch wenn ich jetzt an meinen kleinen Bruder denke, dann ist das genau das Gleiche. Dann ist es einfach so. Dann ist es einfach so. Und wenn zum Beispiel, wenn er jetzt voll schwul ist, dann ist das cool. Dann ist das genauso cool, wie wenn er nicht schwul wäre. Und
Ich freue mich aber nicht für ihn, weil ich weiß, er wird es nicht so einfach haben, wie wenn er es nicht so ist. Und klar kann man da die Gesellschaft kritisieren, muss man auch, weil es gibt viele Punkte, wo das schwierig ist. Das kommt dann mit dem Rassismus und allem zusammen, das ist einfach die Vorurteile. Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen und merken, wie bin ich bei meinen Tattoos. Du kannst der coolste Mensch sein. Du tust dich mit so etwas in ein Vorurteil hinein, ob du das willst oder nicht. Wenn du die Tattoos im Gesicht hast, siehst du einfach krimineller aus. Es ist einfach so. Oder kaputter halt, oder irgendwie nach Drogen oder etwas. Das ist einfach so. Vielleicht ändert sich das über 50, 60 Jahre. Aber es hat jetzt zuerst keine Ahnung, wie lange gebraucht, bis überhaupt Tattoos einigermaßen Also weißt, ein Sklavenmerkmal oder wie ja, man dem... Nein, also früher ist es halt auch Kriminalität. Ist viel mit Tattoos. Seefahrer haben ja früher viel Tattoos gemacht. Thailand und so ist doch irgendwie auch mit. Also Tattoos ist ja indogen irgendwo. Kommt das ja her. Also so vom ganz tief aus dem Dschungel. Du hast irgendwie Zeichen oder Sachen oder die Natur auf die Haut. Irgendwie so. Ich kenne mich da nicht aus. Aber ja, gefährliches Halbwissen. Ganz gefährliches Halbwissen. Aber es geht eigentlich immer darum, etwas auszustrahlen, etwas auszusagen. Und das ändert sich auch nicht. Ein Tattoo wird immer etwas aussagen. Sonst ist es nichts mehr wert. Dann sucht man sich etwas anderes. Das heisst, die Sachen, Gender, all das Zeug, es geht ja darum, etwas auszusagen. Zum Aussagen, ich bin das oder ich bin so. Also mach nicht so etwas und erwarte dann, dass die Leute dann aber das sehen, dass du das nicht denkst. Und das war bei mir der Fehler beim Tattoos. Ich hatte das Gefühl, ja safe, ich bin ja ein cooler Sieg, ich bin ja ein Lieber. Ich mache ja niemandem etwas. Also kann ich ja auch so Tattoos haben. Dann lernen alle, dass auch tätowierte Leute lieb sein können. Oh, die Welt richtet sich nicht nach einem selber. Und darum, ja, finde ich, es ist ein hartes Thema. Das ist auch voll ein bisschen abgeschweift. Ja, alles aber gut. es ist schon spannend. Spannend, weil Vorurteile haben wir alle. Auch ich, auch du, wahrscheinlich auch in dieser Folge haben wir irgendwelche Vorurteile als gegeben angeschaut. Das ist aber eben auch normal. Und Ohne das hat böse. die Menschheit, das Tier Homo sapiens, einfach in den letzten, ich weiß jetzt nicht, 200, 300'000 Jahren oder wie viel das unsere Dings offen Art schon gibt. Ja. Die Vorurteile, die haben uns einfach auch so erfolgreich gemacht. Ja. Weil wir haben gecheckt, aha, dort unten ist irgendwie ein Säbelzahntiger oder Ja. irgendwie sonst etwas, wo einem könnte gefährlich werden. Ich ziehe mich, glaube ich, besser zurück. Es könnte gefährlich sein. Und einfach innerhalb von 0, wie viele Sekunden Hast du müssen eine entscheiden? erste Entscheidung treffen. Sollte ich jetzt dort jagen oder nicht? Ja. Das Natürlichste Es hat von der über Leben Welt. und Tod entschieden. Darum wird's auch, darum tut man auch etwas, das von außen kommt, als Bedrohung annehmen. Etwas, das man nicht versteht. Darum finde ich es auch nicht so schlimm, wenn jetzt zum Beispiel eben, ob das eine militante Veganerin ist oder egal, wenn du dich anstellst und sagst, ihr seid alle blöd, weil ihr mich nicht versteht, dann hast du etwas nicht verstanden. Weil, wenn du fühlst das selber, darum verstehst du es. Aber wenn das nicht so ist, du verstehst ja die anderen genauso wenig. Also, und das wissen die Leute. Die Leute werden sich nie von jemandem etwas sagen lassen, auch wenn es eine Greta ist. Weißt du, zum Beispiel, was hat sie verändert? Nichts hat sie verändert. Weil, was ändert man, wenn man ansteht und sagt, ihr seid alle falsch? Man macht es ganz interessant, dich so schnell wie möglich wieder weg vom Fenster zu bringen. Und den Leuten sonst, die ja sogar vielleicht hinter dir stehen würden, denen gehst du auch irgendwann auf den Sack, weil du denkst, ja, okay, die Hälfte, die du sagst, ist gut, aber bei der anderen Hälfte überschlägst du einfach bei den Strängen, oder? Also, das Radikale und so, wenn du wirklich etwas im Herzen der Menschen verändern willst, dann musst du sie selber davon überzeugen. Und das können sie nur selber. Überzeugungsarbeit. Das können sie nur selber. Du musst hingehen und du musst können, ohne irgendeinen krassen Vergleich oder irgendetwas mit einem Fakt, wo du sagst, bei ihm den Gedanken anregen, dass er denkt, vielleicht bin ich falsch. Und da finde ich es dann eben gut, wenn sie sagt, hey, man trinkt Milch, das ist, weil man die Kuh schwanger gemacht hat und das Kind weggenommen. Das finde ich ein Argument. Das ist etwas, das mich überzeugen könnte. Aber nicht vegan sein oder nicht das oder du bist einfach ein Mörder, das überzeugt mich nicht.
Weil ich sehe mich nicht als Mörder. Ich weiss nicht, die meisten wahrscheinlich nicht, darum zieht das ja auch nicht. Also weißt, wenn jeder dann würde stehen, oh ja, stimmt, du hast so recht. Danke, dass du es mir gesagt Danke, dass du hast. es gesagt hast. Ich bin nicht auf die Idee gekommen. Aber ich habe gedacht, das Fleisch ist ein Gummi. Nein, eben, es ist weit voneinander entfernt. Vor allem, weil ja viele Menschen, eben, es ist nicht schwarz-weiß. Und wir sind aufgewachsen, die Leute, die Tiere hatten, in meinem Umfeld als Kind, haben diesen Tieren mehr Sorge gegeben, wie jeder andere Mensch, den ich kennt habe, der kein Tier hat. Weißt? Also für mich ist der Bauer, und auch in der Schweiz ist das ja auch nicht immer so, dass das Kälbchen weggenommen wird und so. Das ist nicht immer so. Aber es passiert. Und es passiert vor allem in der grossen Industrie natürlich viel. Aber es gibt auch ein Zusammenleben mit Tieren. Und ich finde es einen schönen Gedanken, ein Bauer, der seine Milch hat, die Milch trinkt, oder? Er gibt der Kuh ein Zuhause und ein Essen. Ist das nicht auch irgendwo auf Gegenseitigkeit beruhend? Solange er sie nicht quält. Weißt du, was ich meine? Da existiert doch irgendwo auch ein Bündnis zwischen Tier und Mensch. Dass sich das so wie bei entwickelt Avatar hat. 2 mit den Haaren. Ja, genau. Genau, wie bei Avatar 2 mit den Haaren. Da ist doch auch ein Bündnis rum. Und es wird jetzt halt gleichgesetzt mit «du ermordest die Tiere und behaltest sie schlecht». Es ist aber nicht das Gleiche. Und darum, ja... Es ist einfach sehr plakativ. Und sehr plakativ. plakative Sachen kommen in den Nachrichten, 20 Minuten Blick, ich weiss nicht Ja. was. Und das ist einfach als Headline ist das geil. Ja. Und es ist ja jetzt das neueste Ding. Das finde ich eigentlich einen coolen Ansatz. Das hat mich auch ein bisschen überzeugt, um jetzt auch noch etwas Positives über die militante Veganerin zu sagen. Grundsätzlich macht sie ja, also ist ja die Idee ist ja gut dahinter. Eben ein bisschen sehr militant, aber das weiß sie selber. Und sie hat aber auch gesagt, und das ist das Coole, Veganismus per Definition heisst nicht, dass du gar nichts konsumierst, was dir geben, sondern in dem Maß, wie du kannst überleben. Das heisst, wenn du auf deinem Bauernhof wohnst und dort die Milch von der Kuh trinkst und von deinem Äpfelbaum und das isst, dann bist du vegan. Per Definition. Per Definition. Per Definition. Und ich sage jetzt mal, das wäre ja etwas erstrebenswert, wo viele vielleicht auch zusammenkommen. Weil da kommt dann die Seite zusammen von «Hey, klar, ich finde es auch scheiße, Tiere zu quälen, das müssen wir ändern. Können wir aber nicht allein, das müssen wir alle miteinander ändern. Aber es gibt auch eine Art, wie das trotzdem geht. Aber nicht mit dem Ausmaß, nicht in dieser Ding, und da hat sie recht. Aber Absolut, ja. Wir müssen bewusster leben. wir müssen bewusster werden und wir können auch aufgrund von unserem Fortschritt können wir auch gewisse Sachen weglassen, die wir früher nicht gebraucht haben. Aber wir haben es gerade gesehen, Stromausfall, nach 2 Wochen sind wir da wie im dritten Weltland. Also so rein von den Dingen. Wenn du 2 Wochen gar keinen Strom mehr hast, dann ist alles am Arsch. Und wir fliegen, glaube ich, ein bisschen hoch mit dem Gedanken, hey, wir können ja alles. Wir können jetzt ohne Fleisch leben, wir können jetzt ohne das, wir können jetzt ohne das. Jetzt gerade schon. Aber viele Menschen können nicht mal leben sonst auf diesem Planet, weil einfach das gar nicht mal angebracht wird eigentlich, dass man eben Häuser in der Türkei baut, wo man bewusst weiss, man müsste jetzt einsturzgefährdet machen. Man macht es, dann sterben Tausende von Menschen. Also nicht bewusst einsturzgefährdet Nein, machen, weniger, sondern sorry, genau. Also bewusst, ja doch, sie machen es bewusst einsturzgefährdet. Sie wissen, dass sie es eigentlich müssten beheben. ja, Sie tun es bewusst einsturzgefährdet bauen. aber man müsste es anders Man machen, müsste es damit anders das machen. Erdbeben sicher ist. Genau, ja. genau. Also es gibt so viele Punkte, wo ja, in so vielen Orten auf dieser Welt funktioniert der Gedanke leider nicht. Und das ist kein Argument für mich eigentlich, weil für mich würde es ja gehen, ich könnte es ja machen, aber ich weiß nicht, ich fühle mich mit dem nicht ganz schlecht, dass ich auch sage, aber ich esse Fleisch. Ich esse nicht grössten Bullshit. Ich esse auch also nicht, weißt, auch wenn ich Eier poste, dann poste ich nicht einfach irgendwelche Eier, die einfach das günstigste sind, sondern auch das, was ich weiss, oder das, wenn wir einen Hase essen zum Beispiel, ist der vom Dilie Bauernhof. Der Hase ist da aussen rumgesprungen. Also, das geht. Und ich fühle mich dann nicht schlecht. Und ich weiss trotzdem, dass ich es nicht müsste. Aber ich glaube, das ist etwas, wo viele Leute sich eben nicht getrauen zu sagen. Hey, ich finde es okay, dass ich zum Teil Tiere auf dem Gewissen habe zum Leben.
ist vielleicht eben mit dieser Selbstakzeptanz. Ja. Ist das das richtige Wort? Vielleicht schon. Ja, ich muss mich Ich glaub jetzt schon, nicht oder? dafür hassen oder Aber- mich selber verurteilen für etwas, wo... Wo ich eigentlich gerne machen oder gerne Ja, machen. Oder voll. ich gerne habe. Voll. Ich bin jetzt aber halt auch nicht bereit, mein ganzes Leben umzustellen, nur wegen diesem Fakt. Da gibt es andere Sachen, die mich mehr belasten. Da würde ich vorher in andere Gebiete gehen, aufklären, Reporter machen. Wenn ich mein Leben will für die Welt riskieren nicht riskieren, ist vielleicht klein. Herzlich mit Veganer riskieren das Leben. Das ist nicht. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt Einsetzen. ganz andere Sachen, wo ich mich einsetzen würde. Und klar, ich setze mich jetzt für nichts ein. Aber ich habe zum Beispiel seit und je, also seit irgendwie 2017 oder 2016, habe ich ein Schulkind in, ich weiß gar nicht, wie es heisst. Aber ein Kind, da tue ich 25 Stutz oder so im Monat. Ah, wirklich? Spende, ja voll. Also, habe ich gar nicht Zeichnet gewusst. damals Zeichnungen. Ja, voll. Kommst Zeichnung über. Und der zahle ich die Schule. Ja. Es gibt auch, klar, es gibt auch viele, die sagen, Spenden und so ist gefährlich. Gibt es auch den Ansatz. Aber dort, auch wenn es irgendwo vielleicht nicht super, auch nicht die ganzen 25 Stutz dort landet, auch wenn es nur 2 Stutz sind, Hauptsache, ich helfe zum Beispiel jetzt dort dem Kind. Und das ist für mich wichtiger. Weiß nicht. Und darum bin ich genau, das Wort habe ich gesucht, ich bin ein Speziesist. Speziesist? Speziesist, ich unterscheide durch Spezies. Andere Spezies, die nicht Mensch sind, kann man umbringen. Nicht alle. Okay. Weißt, man unterscheidet Ja. zwischen Spezies. Ja. Also, so eben zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will nie ein Büsi essen, ich würde auch, wenn du einen Menschen umbringst, das aufs Härteste verurteilen. Aber wenn du es bei einer Kuh machst, nicht, weil sie ist ja eine Kuh. Ja. Okay, Das ist der okay. Hintergedanke von dem. Und ich glaube, viele Menschen sind in die Richtung. Da kommt mir nur ein Witz von Peach Weber in den Sinn. Für den werde ich wahrscheinlich da Weggecancelt. Ja, Okay, ist schon weggecancelt, aber der Peach Weber hat mal gesagt, er ist Veganist. Schönheitsveganist. Genau, Okay. Veganer. Veganer. Schönheitsveganer. Oder Nein, was? nicht Veganer. Vegetarier. Vegetarier. Vegetarier, ja. Schönheitsvegetarier. Aha. Er isst nur die hässlichen Tiere. Oh Mann, okay. Ja, ist auch gut. Nein, aber es ist ja das, auf was es rausläuft drauf. Und der fängt der Whataboutism an, heisst das, glaube ich. What about this? Das heisst, du hast ein Thema, wie jetzt eben zum Beispiel Vegetarier oder einer sagt, hey, du musst aufpassen wegen Kindern. Und ich sage dann, ja, aber es gibt ja noch das Leiden auf der Welt. Das ist das, was ich jetzt eigentlich Ja. vorher gemacht habe. So, what about this? Oder? Ja. Und das ist oft wird das als einfach nur negativ, wenn du Whataboutism betreibst. Aber meistens sind das Diskussionen, wo dann jemand kommt und so etwas sagt, wo eben gleichgestellt werden können oder ähnlich von der Gewichtung gestellt werden können wie andere Sachen, die auch nicht gut sind. Und darum finde ich das eigentlich ein Thema, das sehr gut dann zeigt, dass wenn du so fest Whataboutism kannst betreiben bei einem Thema, dann ist es nicht so, dann kann es nicht so extrem wichtig oder so extrem wichtig sein für die Gesellschaft in dem Moment, dass sie das ändert. Weil, ja, zum Beispiel im NFL, wo wir darüber geredet haben, die haben das Problem, dass der Sportverein nicht will eingestehen oder nicht so ganz, dass eben die Hirnschäden können recht krass sein und bei vielen auftreten. Und dort ist es dann halt auch das, dass wenn dann jemand wieder kommt und sagt, ja, aber die haben ja Hirnschäden, sagen sie, ja, aber weißt, wir sind da am Telma haben wir verbessert und weißt, dort und dort ist auch noch das Problem gewesen, und das haben wir jetzt gelöst und so. Und das ist dann ja negativ, weil man kann sagen, wenn ihr das Problem dort löst, dann habt ihr die anderen nicht. Dann ist es wirklich unnötiger Whataboutism oder Ablenkung. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und bei diesem Thema finde ich aber das nicht einfach unnötig. Whataboutism. So, hey, ich nehme einfach irgendein Thema. Nein, es gibt viele Themen, die dort mit reinspielen. Und dann muss man ja, schauen, wie man lebt. Weil, ja, wir können aufhören, Fleisch essen und weiterhin noch mehr Regenwald abholzen. Und dann essen wir zwar kein Fleisch, aber wir tun trotzdem... Palmöl anbauen. Ja, also weißt, wir machen trotzdem die Natur kaputt. Also es ist halt wirklich, wenn alle vegan sind, ist das Problem nicht gelöst. Also das Problem ist nicht weg, weil der Massenkonsum bleibt gleich. Das, was die Leute konsumieren, ist ja oft, wenn es auf vegan gemachte Produkte sind, also nicht der super Veganer, der macht ja alles selber und super und perfekt, sondern der
der Trend-Veganer, der isst ja dann viel so die Ersatzprodukte und das. Und die sind ja von diesen Firmen, die andere Lebensmittel haben, die eben nicht vegan sind, die extra auf das abzielen, um dort noch Geld rauszuholen. Also, was haben sie verändert? Sie haben nochmal ein grösseres, breiteres Sortiment gemacht. Umso breiteres Sortiment, jetzt aus meinem Ding, umso mehr muss weggerührt werden. Zum Beispiel. Weil, wenn ich 1000 Sachen, 1000 verschiedene produziere, ist die Gefahr immer grösser, dass es irgendjemand ja gar nicht mehr will. Natürlich, ja. Ja, und die Kartonverpackungen, auch nicht unbedingt gefährliches Halbwissen, aber halt auch, habe ich mal in einer Ding gelesen, in einem Bericht, die sind halt oftmals, weil du den Karton mit etwas bedruckst, sind die umweltschädlicher wie halt normale Plastikpapier. Was ja auch nicht gut ist, aber die Verpackung die ist halt auf Öko gemacht. Und die soll verkörpern und ausdingseln, dass sie gut ist. Aber sie ist es nicht. Das ist lustig, weil in der Schule zum Beispiel, ich trinke gerne Coca-Cola. Das ist ein klares Bekenntnis an dieser Stelle. Aber in meiner Schule gibt es halt auch so ein paar, die so ein bisschen trendig unterwegs sind und die zum Beispiel so Fokuswasser und weiss nicht was. Ja. Und Vitaminwasser. Ja, so Vitamin, irgendetwas. Und die nehmen mich immer ein bisschen hoch. Ja, was trinkst du da für ein schwarzes Wässerli? Und die einen, ich glaube vom Coop ist das, es gibt so einen Ingwertee. Ja. So einen gesüßten Ingwertee. Ja, ich weiss genau, welcher der Eistee. Und sogar der ist Bio geil. angeschrieben. Der ist voll geil. Geil. Ich fand den mega gern. Das ist aber, und weißt, das ist halt genau das grüne Etikett, das drauf ist. Wenn du nachher die Rückseite anschaust, Zucker anschaust, Kalorien. Heute habe ich es irgendwie ein bisschen mit den Wörtern. Ja. Kalorien anschaust und so, dann fahre ich nicht schlechter. Oder der andere besser. Nein. Cola ist halt einfach grün. ein Ausschlagebild geworden. Also, das ist ein schlechtes Getränk. Aber es gibt noch ganz viele andere schlechte Getränke. Und eben da, das eine ist nicht automatisch besser als das andere. Und Probleme sind nicht einfach gelöst, wenn man das dort verschweigt oder wegdingselt oder dann auch löst, weil es gibt noch ganz andere Probleme. Ja. Und darum, ja. ich glaube, es gibt nicht einfach so ein fixfertiges Rezept und sonst hätte die ganze Menschheit das schon gelöst. Ich denke es auch. Und ist vielleicht ein bisschen illusorisch, dass ein Mensch so einen riesen Impact auf die grosse Welt kann haben. Klar, kumuliert ist das wieder etwas Grosses, aber es gibt auch Haufen Geschichten, wo wir natürlichen Leute so gar nicht lösen können. Weil das von den Konzernen irgendwie von Simplicissimus gibt es ein cooles YouTubes. Gibt es ein cooles YouTube-Video, wo der Ölkonzern Shell und BP und so ein bisschen auseinander nimmt. Ja. Schaut euch das gerne mal an, kann ich sehr empfehlen. Und dort wird aber auch gesagt, dass ein gewisser Prozentsatz von dem Ausstoß von CO2-Emissionen wir natürliche Personen gar nicht verhindern können. Das können wir gar nicht. Und das ist halt auch mittlerweile ein bisschen zu einer Strategie geworden. Das tun sie in diesem Video extrem gut erklären, dass es marketingtechnisch, quasi psychologisch, du als einzelner Mensch, es ist dein verdammte Problem, dass unsere Welt jetzt hier untergeht. Ja, so können Schämst sie du dich weitermachen. nicht? Ja, so können sie weitermachen mit dem, was sie machen. Und du bist schuld. Ja. Die Schuld abschieben, Ja. sie machen weiter, sie füllen ihr Portemonnaie. Und wir haben ein schlechtes Gewissen, dass wir einmal in der Woche irgendwie ein paniertes Schnitzel fressen. Ja, es ist wirklich so. Und vor allem auch auf der einen Seite, zum Beispiel, sorry, aber Coca-Cola ist da super. Auf der einen Seite, dann wieder die Charity-Scheiße, wieder die Charity da, wie McDonald's auch. Da kannst du immer spenden. Ja, aber die Ronald McDonald's Kinderding. Hast du schon früher können stemmen. Er hat ja so Ding vorne an der Kasse gehabt. Heute kannst du mit der Karte zahlst, kannst du noch spenden. Aufrunden. Ja, aufrunden, ja. genau. Also weißt, das so die Letzten, die etwas Gutes machen, können aber so ihr Image polieren. Und die Leute, und es gibt halt nun mal viele dumme Leute, die noch das Gefühl haben, Nestle ist jetzt gar nicht so schlimm, weil schau, dort haben sie etwas Gutes gemacht. Ja, aber dort hinten bietet es die aus, dort bietet es die aus, dort nehmen sie dann das Wasser weg. Und weißt, das ist eben das Problem. Du kannst eigentlich davon ausgehen, wenn eine gute, grosse Firma
irgendwie plötzlich muss richtig zeigen, wie gut sie sind. Da ist irgendetwas stinkt etwas. nicht so gut. Weil eine Firma ist keine Privatperson, die einfach mal aus Emotionen was handelt. Meistens nicht. Sondern das sind immer Räte, die sich überlegen, wie ziehen wir unseren Kopf aus der Schlinge. Fertig. Also so einfach ist es. Es ist gerade lustig, weil heute Morgen zum Aufstehen habe ich so einen Radiowecker, dann höre ich immer die Nachrichten. Und gerade heute um 8 Uhr am Morgen ist in den Nachrichten gekommen, dass irgendwie 80 oder 90% von diesen Firmen, die so eine Umweltstrategie bis 2050 CO2 und weiss nicht was, 80 bis 90% haben gar keine Ahnung, was sie jetzt genau machen müssen. Also weißt, Ja. sie haben das Ziel in weiter Ferne, aber wie kommen wir dort hin? Ja. Das wissen sie gar nicht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen überdeckend für die Folge. Leb in der Realität, leb nicht in Illusionen, los auf dich, auf deinen Körper, auf den guten Menschenverstand. Ich weiss nicht, ob das vielleicht ein Titel für unsere Folge ist. Ja, also wirklich. Vor allem, es ist ja oft auch so, wenn du einfach ein bisschen. Also weißt, du darfst dich in Fantasiewelten flüchten und Sachen, das darf und das ist gut, aber mach es bewusst. Jeder macht es unbewusst, das ist auch so, manchmal gibt es das. Aber gerade wenn man eine ganz krasse Meinung hat über etwas, dann tut es immer hure gut, mal die andere Seite zu verstehen. Und verstehen heisst für mich, ich sage, ja, in diesem Punkt hast du recht. Weil es gibt eigentlich überall etwas, wo richtig ist und etwas, was dir dann vielleicht nicht als richtig empfindest. Aber dann kannst du wieder weitergehen mit deiner Meinung. Aber eben, als Teenie macht man das nicht so viel. Da braucht man die Eltern, die noch sagen, hey Kollege, mach dir das Tattoo nicht in die Fresse. So. Das läuft nicht. Aber jetzt ist das unsere eigene Aufgabe. Und ja, gerade wenn es um so heftige Themen geht, wie eben LGBTQ, Gleichberechtigung, all die Themen, die unsere Gesellschaft gerade bewegen, egal wie überzeugt man ist, es gibt kein Schwarz und Weiß. Und wenn einer von der Seite dort steht und sagt, ich habe in allem recht, dann ist es einfach falsch. Egal wer das ist. Es ist egal. Und das kann auch der Papst sein. So blöd wie es tönt. Der Papst würde es jetzt nicht machen, aber das ist ein anderes Thema. Weil das ist ja das Lustige. Unsere Welt ist nur auf einer Bubble und auf einem Teil ist es die Entwicklung herum. Auf der anderen Seite gibt es ganz andere Entwicklungen, wo die Leute vielleicht gar nicht wissen. Nicht bewusst sind. Also, mich hat es rausgehauen. Ich höre viele True Crime Podcasts. Und das ist noch nicht so lange her. Ihr kennt ja Satanismus und Co. und so. Und es ist noch nicht so lange her, lass mich nicht Falsches sagen, 2018 oder so, hat erst gerade der Papst, der jetzt Papst ist, das anerkannt und ein Ding, also du kannst eine Teufelaustreibung lernen bei der Kirche. Das ist neu. Es gibt mehr Teufelaustreibungen heutzutage. Klar, man hat mehr Zahlen, aber es gibt mehr heutzutage weder früher. Und das passiert nicht nur irgendwo. Die ich gehört habe, war in Berlin. Der andere, den ich gehört habe, war in Köln. Das passiert auch da. Weil die Menschen sind nicht annähernd auf dem Punkt, dass man mit ihnen darüber diskutieren kann, über irgendwie, ja, du musst mega lieb sein in jeder Situation. Hey, hallo, wir glauben da ganz andere Welten, alle. Also, versuchen den Weg zwischen ihnen zu finden. Aber es wird leider nicht eins richtig geben. Weil, ja, wenn es eins richtig gäbe, dann müssten wir ganz komisch leben auf dieser Welt. Zumindest für die meisten. Weil, ja. Nicht immer die einfachste Antwort ist die Lösung. Plus nicht immer das lauteste Maul hat recht. Ja. So. Hure gut. Das war mein Wort zum Sonntag. Ja, voll. Das Also ich cool. finde das eigentlich auch wunderschön. Scheiss mir gerade an, habe ich weitergeredet. Eigentlich ist das ein wunderschöner da einen Abschluss. Cut können setzen. Hätten wir können. Wir können auch einfach jetzt sagen so «Cut!» Dann ist vorbei. Cut! Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying. Always lying to me. You lying so much. You making it hard for me. Every time you tell me something, I figure that you're lying. Ooh, it's almost like you faking.